Eingestellt, warte mal. Hab ich was vergessen? Moment. So, damit ich wieder selber her. Wunderschön. So, nicht zu viel, sonst haben wir gleich wieder einen Tinnitus beieinander. Das ist natürlich nix. Wunderschön. So, jetzt pass auf. Was geht heute? Hör mich selber? Oh, ich hör mich selber. Wunderschön, funktioniert. Das wollte ich hören, das wollte ich singen. Habe! Alles Gute uns selber zum 6-Jährigen, Alter. So schaut's aus. Heute vor verschissenen 6 Jahren. Kannst du das überhaupt? Ich check überhaupt nichts. Hat irgendein, weiß ich nicht, Fettsaugsicht gedacht, hey, das ist eine gute Idee, wie du über Leberkasten musst. Und dann? Alles ging den Bach runter. Kannst du es fassen? Haben eigentlich Leute darin, die das gar nicht wissen, von wo sie redet? Das tut mir ein, wieso hab ich da schon wieder ein Haar? Ich hab noch schnell eine gewalttätige Miezi mit Gewalt aus dem Zimmer verweisen müssen. Fix, Mari. Ohrkatzel, merst wieder entwickeln. Schluss, gleich wieder. Hab ich den Birkbert lange nicht mehr gesehen, aber es fit. Ja, geht so. Ich sag das, geht so. am Micker hängt der Rausch einfach vom Wochenende noch stärker nach als vom Montag. Kennt das noch irgendeine Pause? Vielleicht sind aber auch die 2 plus halbe gestern beim Rasenmann dafür verantwortlich. Kann auch sein. Weiß ich nicht. Bin unschlüssig. Timmy Boy, merci wieder einen Euro. Servus, bist du da. Chris von mir daheim an dir daheim. So. Der Improxy schreibt's richtig, das nennt man alt werden. Ja, was soll ich machen, Alter? Ich hab's versucht, es geht schon noch, aber es geht halt nicht mehr so gut. Alle 8 Monate kann man das schon mal machen, weiß ich was ist. Wobei, ich hab relativ bald Geburtstag und wir fahren relativ bald in Urlaub, da werde ich auch jeden Tag an sitzen haben, was ich was ist. Ja, ich weiß nicht. Du bist halt schon 50, Herr Meier. Hast mir aber gut geschätzt. Dankeschön. So, jetzt muss ich mal kurz scrollen. Dann hauen wir mal eine Habitäre aus und den ganzen Sauhaufen. Habitäre an! Den Brezensalz... Oh Gott, ich kann nicht richtig reden. An den Brezensalz, an den Sonntag, an den Semkromike, an den Selbstspieler, an den Metzger, an den Krickel, an den Halmi, an den Weiger, an den Rössler, an den Gusel, an den Hansi, an den Hubersepp, an den Sprengi. Der war am Montag nicht da. Mein Tag war ruiniert und ich bin maßlos enttäuscht. Oder war doch der? Ich weiß nicht mehr. An den Schraubelacker, an die Bavarian, an den Mani. Ich nenne die einfach Mani, ist mir wurscht. An den Max, an den Sesi, an den Florian, an den Mike, an den Robert Diniere. An den Müllschuss, an den Einbaum, an den Bier geht noch 3. Da fällt noch einen. Flachwitz Basti! des Tages. Merkst du dir? Was haben ein Baby und eine Flasche Sprudelwasser gemeinsam? Sie werden beide still, wenn man sie schüttelt. Alles Gute zum 6-jährigen großer bärtiger Mann Smiley. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab. Basti-mäßig wird ein 5, Alter. Ist ein guter. Ja, ist ein guter, kannst du sagen, was du magst. Aber ja, an den Hörner, an den Heimler, an den Luftsteiner, an den Sven, an den Herrn Kohler, an den Halmi einfach nur, weil wir es kennen, an den Elias, an den Herrn Schuler, an den Extremen, an den Mike Nummer und an den Mike Nummer. Immer gut gelaunt, Hashtag einfach so. rotes Herz. Was ist jetzt da wieder? Bratfett-Zölibat. Da habe ich letztes Mal nicht gescheit gelesen und normalerweise kommt da halb ein guter Bullshit. Knödelbrot ist immer gut gelaunt, Hashtag stinksauer. Herzl. Ich mein, du sitzt doch den ganzen Montag und Dienstag. Nein, mit so einem Scheiß fangen wir heute jetzt nein. Nein! Ich mag keine Ghetto-Blaster, hätte ich fast. Das da ist übrigens jetzt nicht mehr der Bockfotzner Battery, sondern der Flügel Ghetto-Blaster. Smiley mit Sonnenbrille. Nein, danke schön. So weit ja, komm! Sogenannte Inu-Oans. Finale! Oh! Aschot findet, das vorbei ist in ab. Es gibt ja nur einen zweiten. Was war denn das jetzt? Wie? Eichbaum selbst. Schluss! Ich muss fertig lesen. Aber wenn es schade findet, dass es vorbei ist, in ein paar Stunden bist du noch der Beste und das hast du ja wie immer verdient. Herr Kapp, das sagt ihr, ich sag nein. Ein reiner Sauerstoff, den zeigt es einfach 1 Sekunde noch und dann nimmer kein Mensch, weil ohne Scheißen. Es wird einfach nie anders. 6 Jahre habe ich es jetzt nicht auf 3 gekriegt, dass diese scheiß Donations einmal so funktionieren. So auf die nächsten 6 Jahre. Hätte ich vorgeschlagen. Nein, danke schön. Planänderung. Die Glückwunsch zu 6 Jahren. Und nochmal, deren Großmeister gesucht, Großmara gesucht, Kastelbier gefunden, Planänderung. Der Sauerstoff, ich weiß nicht, was man damit sagen muss, es ist für mich eine Aneinanderreihung von Wörtern, aber da kommt Bier vor, also finde ich es gut. Merci dir. Leute, danke schön. Und aber sagen, Mizi, die aber sagen, seit dem Leberkast bin ich Fan. Klar, Mizi, das ist wirklich stabil lang. Wer ist seit Auto-Leberkast dabei? Wer ist da wirklich immer noch da? Obwohl wir wirklich über diese 6 Jahre die eine oder andere Content-Änderung eingeschissen haben und finde, das ist eigentlich ein Irrsinn. Aber da glaube ich, unterhalten wir uns noch im Stream. Vor uns steht ein
ich hoffe, großartiges Finale vor einem auf alle Fälle großartigem Spiel. Ich habe euch versprochen, wir spielen das halt fertig, scheißegal wie lange das dauert. Ich glaube, wir sind sehr, sehr knapp vor dem Ende. Ich komme mir ehrlich gesagt an nichts krasses mir vor, was soll denn jetzt noch passieren nach der Nummer mit dem Pädotrottel, der die Leute frisst? Weil Leitfressen noch nicht gelangt hat, haben sie einen Pädotrottel draus gemacht, oder weil Pädotrottel nicht gelangt hat und frisst halt Leute. Also ich weiß es auch nicht. Leute, danke schön! Ist ja gut jetzt! Julia, mir ist wieder ein Euro. Servus, bester bester Streamer ever. Birger, Liebe, Brudi, Pussy, aufs Baui. Da war ich gehört, wer war jetzt das? Der Mätzinator. So schaut's aus. Oh, leck, Alter, 61 Monate. Du bist ein völlig geschubst, Alter. Du musst dir vorstellen, 61, nicht Wochen, nicht Tage, Monate! Was sind denn 61 Monate? Ich bin jetzt plötzlich zum Rechnen, Alter. 61 geteilt durch 12. Das sind 5 Jahre und mehr, Alter. Was? Du hast ja wirklich, du musst an Tag 1, wie ich angefangen habe zu streamen, musst du, und die Mitgliedschaft ist aktiviert worden bei mir im Kanal, musst du hergegangen sein und hast du gedacht, ja, das ist eine gute Idee, Fettsack, da. Alter, ich weiß nicht, was ich zu sowas sagen soll. Der Bornland ist aber auch kein Markt nicht besser, da sind es 48. Ihr seid lauter Geschubste, es ist Es war klar, dass du wieder irgendwann da rausgreist! Halt vor dem Stream! Mianowitz. Oh, pass auf. Pfarrer bei der Taufe? Sind Sie wirklich sicher, dass Ihr Sohn Axel heißen soll, Herr Schweiß? Oleg Austrian, der ist... Austrian, ich muss so ehrlich sein, der verursacht ein bisschen... Der verursacht ein bisschen körperliche Schmerzen. Ich sag das, wie es ist. Ich sag das, wie es ist. Was sind denn das für unfassbar schlechte Seiten, wo ihr manchmal diesen Scheiß daherzieht? Das ist wirklich... Oder, sag wenigstens, du hast es selber ausdenkt. Der spreng ich schon, ich wollte es gerade sagen. Der kriegt, ich weiß gar nicht, wie viel Boomer-Stempel das ich... Austrian, merci dir, Schluss mit der Scheiße jetzt! Bernlands, merci für den Resub. Eibeltom, merci für den 591. 55 Nase, wie schaut's aus? Haben wir in kommenden Wochen in die 4. Schauen wir wieder um. Viel Spaß. Sicherlich werden wir das da. Aber am Freitag bauen wir erstmal ein Lego BD1 zusammen. Freitag 20 Uhr habe ich mich selber dazu gegeißelt. Wollte ich eigentlich nicht schon den Freitag machen, damit ich nicht wieder zum Saufen fortreise. Und auf den Geschmack komme. Und dann wieder gar nicht mehr weiß, wann ein Wochenende ist und wann nicht. Maxi, merci, wer ist denn dran? Lisa, ich käme nicht aus, Frau Freund. Ich freue mich extrem auf den... 27 Jahre I. Und heute ich vor 27 Jahren ich... Was? Der Heichinger wird wieder gar nicht mehr angezeigt mit seinen 5 Monaten. Das sagt mein Donation-System wahrscheinlich. Was soll denn der kasten? Alex, merci dir. Lisa, heute vor 6 Jahren Leberkäse und heute vor 27 Jahren ich. Das war der indirekte Hinweis auf den Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Lisa. Kriegst du die Tröte? Oglung. Nein, natürlich. So, passt. Muss klar. Maxi, was schreibst du für einen Roman rein? Derry Birger. Da ich ja mittlerweile schon den Gockelmann auf meiner Haut trage, dachte ich mir, es wird Zeit für ein neues von Birger. Ich möchte mir demnächst das Vollbier-Squad-Logo tätowieren, oder tu es nicht. Und ja, ich weiß, was ich tue. Nein, tu es nicht. Please don't. Bitte. Der Vollbier... No. Zur Feier des Tages, das hier. Das ist das allererste Vollbier-Squad-T-Shirt. Mein allererstes. Das ist quasi der OG der Vollbier-Squad-T-Shirts. Okay? 6 Jahre alt. So, dementsprechend schaut es da aus. Aber nach 6 Jahren darf das T-Shirt also ausschauen. Please don't. Im Prinzip, es ist kein Marken, aber irgendwie ist es so nicht. Es tätowiert sich ja auch keiner als Nike-Logo irgendwo hin. Please don't. Please don't. Das ist einfach, das kann ich nicht. Gockelmann, weißt du, da kannst du irgendwann einmal irgendeine Scheißgeschichte dazu erzählen, wenn dir das nicht mehr passt oder wenn ihr mal einen Scheißbau oder was weiß ich nicht. Da unterhalten wir uns meinetwegen auch noch im Stream nochmal dazu, über das alles so gehen. Kostenlose Werbung, ja! Eigentlich müsste der das Tattoo zahlen! wenn man genau drüber nachdenkt. Aber please don't. Please don't. Boah, ich mich erst wieder entwickeln. Freue mich schon, was zum... Na, halt, stopp, falsche Donation. Da haben wir. Bin dabei, seit How to Leberkäse. Hashtag Biergermeister. Das ist, da werden wir uns noch im Stream drüber unterhalten. Jetzt ist gleich 10 nach. Wir werden heute das Spiel fertig spielen. Der letzte, den ich da jetzt sehe, das ist der Meister mit dem Resub. Dann werden die Donations Alerts, die werden ausgemacht. Und dann ist Robin. Habe ich jetzt wieder übersehen. Prinzi, merci für den Zwickel. Elias, merci für den Resub. Meister, habe ich kennst du mich noch?
bin der Hub-and-Spoke-Typ. Hashtag Pralinsquad. Ich bin ein bisschen verwirrt. Hub-and-Spoke sagt mir nix. Sagt mir nix. Sagt mir nix. Eigentlich hätten wir heute einen ganz anderen Stream machen sollen. Wir hätten eigentlich am Montag der Last of Us fertig spielen sollen und heute ist 6 Jahre Blödschmerz. Den machen wir noch nächste Woche. Machen wir nächste Woche. Ist ja gut. Meister, merci für den Resub. Ich muss runterscrollen. Dieser Dragon Cry. Merci dir. Ich freue mich schon, was zum Finale sagt. Schöne Grüße aus Geisenhausen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich werde vom Finale unfassbar unterwältigt sein, weil eigentlich war das Finale für mich der Bosskampf mit dem Typen und die ganze kleine Side-Story im Prinzip mit dem Typen. Ich wüsste nicht, wie man das noch, wie man das Dingsen droppen könnte. Keine Ahnung. Elias, merci dir, Prinzi, Dragon Cry, Boris Blut, merci, Alex, merci, Timmy Boy, merci, Hasti, merci, aber der Birger, was da lassen, geht's am Lieblingsstreamer gut. Mir geht's immer gut! Schau mich an! Bin fett, bin behindert, nice, das nächste mehr. Und hab zwei Bratzen zum Zocken. Frau Schröll, merci wieder ein Euro, Edvan schlägt, merci wieder ein Resub. Was ist grä und blau und hat keinen Bock auf Sex? Die neuen Frauen. Oh, leck. Den hab ich schon kennt. Etwas schlägt mir als dir. Ist ja bloß ein Witz. Um Gottes Willen fängt es nicht alle wieder als Drinz noch. Da herin fängt sowieso keiner als Drinz noch. Aber irgendwann sagt es, nein, Schluss jetzt mit zweistelligen Scheißdreck. Philipp der Vlogger, mir jetzt wieder nur ins Fuß gehen. Chris! So, der letzte ist jetzt der Rick, dann schalte die Hausen mit Mummers Speyo. Gott sei Dank habe ich das heute Nachmittag schon einmal kurz gestartet. Leck mich am Beidel, du. Bavarian Sepp deine Videos schau und nur stiller Zuschauer bin. Da ist halt Bavarian Sepp deine. Das ist wirklich lang her. Bavarian Sepp ist. Ja, wann hat Bavarian Sepp angefangen? Ich glaube 2014 oder so. Ich starte jetzt mal Spiel. Da unterhalten wir uns noch im Stream drüber. Ich glaube, das ist schon angemessen, dass man zum Jubiläumstag, zum 6., dass man sich da noch ein bisschen einen Blätschmerz einhaut. Und nächste Woche wissen wir sowieso überhaupt nicht, was wir tun. So wie das ist. Können wir auch noch. Was weiß ich? Also am Freitag schmatzen wir genug. Da werden wir Lego basteln und da wird sowieso bloß Scheißdreck gelabert oder was es ist. Ricky Boy, merci für den Zwickel. Hab mich schon auf den Stream gefreut. Eine ins Schwammerviech! Wo denn sonst da war? Ich hoffe, ich hab halt keine schwammige Arme und kein schwammiges Aim und überhaupt sowieso. Weißt du selber, ich bin heute fett und langsam und ich hoffe, dass wir uns da durchprügeln. Halbwegs akkurat. Besser wie am Montag, sagen wir es so. Freunde der Sonne, ich bedanke mich sehr herzlich. Ich mache jetzt diese Alerts aus und dann schauen wir, was da los ist. Ist ihm da was los? Ja, die Beliebig-Taste. Das ist einfach eine absolute Lüge. Die scheiß Beliebig-Taste funktioniert nicht. Ich muss da immer klicken. Ah, ihr so vielleicht. Tatsache. Ob du es glaubst oder nicht. So, The Last of Us. Wir haben auf der Autobahn-Ausfahrt und der letzte Cliffhanger war ein ziemliches Arschloch. Ich gebe zu. Da hat irgendwas wieder mal oben geschäbert. Ich gehe aber davon aus, es ist diesmal kein Aff. Oder Affen? Was waren eigentlich mit den Affen? Und mit denen, die waren einfach bloß da, gell? Na, weiß ich nicht mehr. Fortfahren! Oh, jetzt lädt es erstmal wieder eine Dreiviertelstunde. Heute hat es ein 60 oder 50 Gigabyte Update, habe ich runterladen müssen. Gut, dass ich es spät Nachmittag einmal kurz gestartet habe. Habe ich mir schon gedacht, so Kruzifix, bei meinem Klick hätte ich das wieder um 2 Minuten vor 8 da. Grad wünsche mir selbst. So. Da sind wir. Grüß Gott miteinander. So, jetzt muss ich mir erstmal wieder an Steuerung gewohnen, Tastatur justieren, wunderschön. Rechtsklick, kann man aimen, das kriege ich gerade noch hin. Oh, 9 Schrotflintenschuss. Nur 6 in der Chamber drin. Was haben wir da so? Wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen mehr mit dem Bogen spielen. Den hätten wir vielleicht auch mal ausbauen sollen. So schlecht ist der Teufel gar nicht. Aber gut. Was haben wir da? Da haben wir auch nicht recht viel Schuss beieinander. Ja, so unfassbar gut schauen wir gar nicht aus. Wir haben Ziegelstein dabei, wir haben einen Molly dabei, wir haben Zeug dabei. Was haben wir da so dabei? Da können wir noch ins Craften. Brauchen wir nicht. Ah, der baut über Bomben. Wir müssen mal vielleicht unsere Throwables ein bisschen öfter hernehmen. Wie zum Beispiel Granaten, halt diese Nagelbomben und Ding. Bau! Auch immer eins. Weil es wurscht ist, haben wir es auch. Und ans Hacke kann man eigentlich auch was ohne bauen. Sollen wir da was ohne bauen? Ich weiß nicht. Der Bogen verunsichert mich halt so bei diesen Klicker-Idioten. Da wenn's nämlich, du triffst das und dann sterben sie nicht. Also du machst halt keinen Headshot, weil der Drop irgendwie zu groß oder was auch immer. Da wenn es eine Anzeige dort war halt geil, die kann man mit Sicherheit ausbauen. Aber dann haben die Viecher alle aufgeschreckt und dann ist alles beim Teufel. Keine Ahnung, da geh ich lieber hier und da schlag's. Oder was weiß ich, was mit denen. Nein, Schluss jetzt mit Donations. Unrummable. Alter, das Ende wird dich zerlegen. Könnte aber auch Nachtschicht werden. Geh. Dann wird es eine Nachtschicht. Kanal wird nicht alle 2 Minuten 6 Jahre alt. So. Wow. So, was hat jetzt da geschrieben? Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Was muss man noch? Was? Der ganze Platz wieder voll mit Arschlochvieh. Gar nichts. Ich sehe gar nichts. Ich sehe einen Haufen Letten wie heute. Das ganze Spiel lang schon. Hannes Merz wieder zu 50. Ich bin der einzige Zuschauer, der in deinem Alter ist, schreibt der Hannes Schmid.
Da glaube ich, das dir aber täuschen. Lieber Chat, do me a favor. Schreibt's euer Alter in den Chat. Los geht's. Hannes Schmid, aufpassen jetzt. Da hat's dir aber mit schwerstens täuschen. in meinem körperlichen Alter vielleicht, ja. Sag ich 60 aufwärts. Was ist denn jetzt da herum? Das schaut so friedlich aus und die Musi ist auch zu friedlich. Hab ich Loot übersehen? Hab ich Loot übersehen? Weiß nicht ich. Ah ja. Ich sag da keinen unter 20, das sagt ich. Ich sag da sauber zwei Leute über 30. Was hat's denn jetzt da gesehen da draußen? Ein Panzer. Auf der Heide blüht ein kleines Blümlein. Ich kann auch keine Waffen nicht sehen, also so schlimm kann es nicht sein. Beeilung! Beeilung! Hast du noch gesehen? Sie ist unfassbar begeistert. Ich tippe auf einen Tigerpanzer. Halt, stopp! Siehst du das? Oh! I'm a giraffe! Kennt das jemand? Warte mal schnell, ich schau gleich. Kleine gute Frau, ich schau gleich. Muss schauen, ob Blut da ist. Ah! Giraffe! Oh! Oh, und die Musi. Ganz leise. Ja, ich tu... Schon gut. Oh mein Gott, das sind viel. Will ich die jetzt streichen? Was machst du? Ist okay. Best Game ever. Hey, du. Na los, komm her. Na schon. Ah! Das ist echt cool. Oh, wo ist die hin? Kurzer, Hier, komm. kurzer Reminder, sie war ja noch Langsam, nie Kleine. aus der Zone draußen, hat sowas noch nie gesehen. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass du einen absoluten Schlaganfall kriegst. Wenn's das Fiese. Es ist sowieso. Was? Mal jetzt ganz ernsthaft. Was hat's in die Natur eigentlich dabei denkt, dass er Viech macht, das einen 6 Meter langer Hals hat? Was ist denn da eigentlich falsch gelaufen? Just why? Warum? Kann man das irgendjemand erklären? Da war da wieder Pumpf heute oben. Hat sie gedacht, was ist geil war? Und dann war ein gelb-braun geflecktes Viech da, 8,5 Meter groß, mit einem unfassbar langen Hals und keiner weiß warum. Geile Nummer eigentlich. Muss ich am lassen, geile Nummer eigentlich. Was ist da? Timmy Boy, merci dir. Ich kann deine Schönheit noch nicht sehen, weil Schönheit kommt von innen und ich war da noch nicht in dir. Ihr Fucking. Na, es ist so schön. Das heißt aber auch, dass es jetzt dann gleich wieder steil bergab geht mit der Schönheit. Ich sag das, was es ist. Lenny, merci für den Resub übrigens. Habt ihr schon gesehen im Augenwinkel. Aber ich hab grad drüber nachdenken müssen, wer zur Hölle kommt auf die Idee, sich das Viech zu machen. Weiß jetzt auch nicht. Oh, jetzt gibt's wieder emotional stuff. Und? Ist es so, wie du es erhofft hast? Es gibt Höhen und Tiefen. Aber Tatsächlich Tiefen. die Aussicht ist echt klasse. Oh, enjoy. Bevor es wahrscheinlich wieder total rund geht und ich nicht mehr weiß, wo wir wohnen. Ja, ist schon schön. Grafik on point. Und ich hab jetzt das Gefühl, dass wir gleich da oben in diese Zeit da gängen und dann wuselt's da unten wieder. Ich seh da schon wieder Deckungen umeinander stehen und Sachen zum Verstecken. Ja. Schön. Ah. Kann man da drauf schießen? Kann man nicht. Gut, Kleine, gehen wir. Wir haben einen Meter zu machen. Finale steht halt auf der Folge drauf. Finale! Alter, seine Venen am Ohren. Mit ihm. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy. Nuzifix, und merci dir. die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Lese gleich. Alles, was ich getan habe,
Das kann nicht umsonst gewesen sein. Kurz zum Nino-Zifix. Schreibt folgendes. Giraffen haben einen langen Hals, um an hohe Zweige und Blätter in Bäumen heranzukommen, die für andere Tiere unerreichbar sind. Okay, das ist mir natürlich bewusst, was der Sinn und Zweck des langen Halses ist. Okay? Damit man zu den Bladel kommt, die ganz furchtbar weit oben sind. Ist okay. So. Vorher hat aber auch jemand geschrieben, ich glaube, das nennt man Evolution oder so. Ich glaube nicht, dass das so hergegangen ist, so Phase 1, ich bin ja ein kleines Fischi. Phase 2, ich habe ein Kind gehabt, das schaut irgendwie komisch aus, das ist jetzt auf einmal 8 Meter groß, damit es die Bladel umfressen kann. Was ist denn das Zwischenstadium? Von, du bist einen halben Meter groß, bis zu wie groß wie der Giraffen, oder? Weiß ich nicht, 7 Meter, 6 Meter? Dazwischen halt! Weiß ich nicht, wie erklärst du das? Hat der Fisch Inzest betrieben, dann hat er hergeheibert und dann war halt der Giraffen da. Eine. Die hat sich dann vervielfältigt. Wie? Hat sie sich selber gefegelt? Ich weiß es auch nicht. Haben's Mongo-Zwillinge? Ich weiß es auch nicht. Birgit, jetzt halt dein Maul, los Hör geht's. zu. Du Ja. meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst Ich hätte so gerne einen Doktortitel, oder? Okay? Oh Gott, nein. Na, ich gehe nicht ohne dich. Ah, Bringen wir es hinter uns. wo müssen wir jetzt wieder durch? Ich mag da nirgendwo durch. Liegt da Loot? Sobald's wieder, kann ich schon wieder die Waffen ziehen? Ja, tatsächlich. Du da mit Sicherheitspumpgun her, weil der Flammenwerfer, den heben wir uns für die Fetten auf. Das können wir mit Sicherheit noch mal blockieren. Kommt eigentlich noch mal ein neuer Gegnertyp? Kann es nicht einschätzen, könnte schon sein. Und wenn nicht, dann kommen von den fiesen Gegnertypen mit Sicherheit 2 oder 3 gleichzeitig. I fucking guaranteed. Endspurt, Kinder. Wir gehen schon wieder in irgendein finsteres Loch, hab ich. Warum nicht mehr in die Fenster leer, ey? Na bitte nicht in der U-Bahn oder irgendein Scheißdreck. Oder was weiß ich. Ja, das schaut schon wieder so geschissen verdächtig nach riesengroßer Schlägerei aus. Ich sag das, was es ist. Oh, schäbert da schon wieder irgendein Mist. Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt's? Das war kurz nach dem Zusammenbruch. Looten? Ich war in so einer Ich seh's. Notaufnahme. Ich seh's schon. Und wo man hinsah. Alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Alles wird eingesammelt. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. Also, War Sarah da schon gestorben? die Musik schon wieder. war sie. Ein fucking Soundtrack wieder. Was ist Es das? muss schlimm sein, Das ist seine schon- Tochter zu verlieren. Bitteres Zu Thema, nicht? verlieren, was man so liebt. Also, Tut mir leid, Joel. Schon okay, Ellie. so wie mir das oder hast du eine neue Tochter. Aber so ein bisschen das Gefühl. Bisschen schon. Glaub mir, soll es sogar Leute geben, die sich den Hals stricken, weil es schön macht. Machen das nicht so irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, was der politisch korrekte Terminus ist, da gibt es keinen mehr offensichtlich. Es gibt doch irgendwo so einen Stamm Schwarzer, wo das ein Schönheitsideal ist. Die deren sie so. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Land, das ist in Afrika höchstwahrscheinlich, ja, aber in was für einem Land weiß ich nicht. Irgendwo im Busch, was weiß ich. Die deren sie so goldene Ringe da auf. So lang bis der Hals so lang ist. Und wenn er dann eine gewisse Länge erreicht hat und die Giraffikaner springen voll. Die sogenannten Giraffikaner, und wenn sie nicht die Ringe wegnehmen, dann haben sie keinen Muskeln nicht, da nirgends, und dann werden sie einfach umknicken und sterben. Da weiß ich nicht! Evolution! Nein, nicht Evolution, das war was anderes. Natürliche Auslese, wo? Der Legen! Achtung! Oh, leg gerade deinen Namen, den lese ich doch auch schon seit 5 Jahren. Klugscheißer-Modus an, Giraffen hatten früher kurze Hälse, aber da sie an Blätter der Bäume kommen mussten, haben sich über sehr lange Zeit die langen Hälse ausgebildet. Dadurch kennen wir heutzutage nur Giraffen mit langen Hälsen. Das ist eine einigermaßen akkurate Erklärung, aber ich hätte trotzdem ein Foto oder eine Zeichnung von einer Giraffe vorher. Weiß nicht, wie lange dauert denn dieser Prozess? Ewig! Entschuldigung, bin kein Evolutionswissenschaftler. Lange Hälse. Die seltsame Schönheitsideal. Das war eigentlich einmal ein Thema für einen Podcast. War auf alle Fälle ein Thema für einen Podcast. Schönheitsideale in anderen Ländern, was uns da so einfällt. Bei den Japanern
macht es ausnahmslos außerordentlich schön. Werkzeugkisten, ich hab's genau gesehen! Jawohl! Und ich wollte gerade schon sagen, ich garantiere dir, dass in diesem Gebiet das letzte Werkzeug liegt, wenn ich überhaupt alle hab, keine Ahnung. Hab ich alle. Werkzeugstufe 4. Ich glaube, Stufe 5 ist das Maximum, oder? Hab ich auch nicht übersehen, kann das sein? Ja, dumm. Dumm. Hilft halt nicht. Oh, da haben wir noch was, ein paar Perl. Können wir überhaupt noch was skillen, was uns irgendwie was hilft? Ich weiß es nicht. Dann muss aber auch ein Werkbank in den Naten sein. Tu mir noch her, was haben wir was Schönes? Können wir ein Perl, können wir Fruchtzeit, da können wir nichts mehr bauen. Fertigungszeit interessiert doch auch keinen. Also unterm Kampf werde ich nicht anfangen, dass wir mir irgendwas zusammenbauen. Jetzt loot man durch, irgendwo muss ein Werkbank sein, das gibt's nicht. Also mit Sicherheit auch noch überall ein bisschen mehr Loot. Aber den haben wir jetzt die ganze Zeit nicht gebraucht, da geht's nicht rein in die Zeit. Frage ist, wo es dann weitergeht. Da hinten bei dem Bus schaut es ein bisschen so aus. Dann haben wir da noch einen. Da schaut es mir an als... Ah ja, noch ein Pfeilchen, wunderschön. Was haben wir da? Einen Kartenabschnitt, den ich bis jetzt noch nicht ganz verstanden habe. Für was man den aufklappen kann. Es gibt keine Map. Map wo? Oh, 3 Schuss für einen Dingsrevolver. Das ist einmal nicht schlecht auf alle Fälle. Das tun wir her, der ist auf 4, 3, 4, 1, 2, ja, passt. So, was bauen wir noch? Sollen wir einen Bogen zum Schluss noch schnell zusammenbauen? Sprenge, das ist ein Spoiler, den ich mir übrigens eingelos. Letzte Werkbank im Spiel, alles auf den Kopf hauen. Dann können wir wirklich nicht mehr weit weg sein vom Ende. Die Frage ist, was machen wir? Oh, wir haben 227 Teile. Jetzt pass Obacht. Holy shit, was... Umso schwieriger wird's jetzt. Was der wir? Fuck! Panzerbringen, Kapazität, voll... Oh, Kapazität bei dem Ding war natürlich... der ist schon gescheit stark. Der kostet bloß 15. Nein. Schüsse mit dieser Waffe können die Panzerung durchdringen. Das ist auch stark. Magazinkapazität für 30G ist auf alle Fälle mal drin. Hau rein, gib ihm. Das nehmen wir mir auf alle Fälle. Das Ding, wenn ich weiß noch nicht, wie das Aim halt beieinander ist, aber das Ding ist halt einfach ein One-Shot-Kill. Für das ist gemacht worden. So, können wir nicht mehr bauen, kosten 50, erfordert 5 Werkzeuge. Also eins habe ich tatsächlich übersehen. Schussfolge ermöglicht dir die Waffe schneller abzufeuern. Gut, das interessiert mich bei 2 Schuss eher recht wenig, aber das darf mich interessieren. Das Panzerbrechen, das heißt, wenn irgendjemand später nur mehr einen Helm aufhat, ist besser und wahrscheinlich die fetten Viecher sterben auch schneller, weil es einfach mehr Schaden macht. Hau rein! Der haben jetzt gar nicht lau umeinander. So, und dann haben wir Jobflinten vielleicht noch ein bisschen. Jobflinten, absolute Lieblingswaffen, der Bum-Bum-Stick. Ist einfach immer gut. Ice Shade, du bist auch schon 1000 Jahre dabei, Alter. Der Stamm mit den langen Hälsen heißt übrigens Padaung und ist ein Bergvolk in Myanmar. Hashtag Klugscheißer-Modus aus. Das ist kein Klugscheißer-Modus, das ist halbwegs nützliches Wissen einfach. Ich weiß das nicht. Ihr zwei ist les. Hab ich schon den Eindruck, das habe ich schon mal gehört. Wo ist Myanmar? Weiß ich zum Beispiel nicht. Ist das ein Land? Ist Myanmar ein Land? Keine Ahnung. In Afrika? Keine Ahnung. Was weiß ich. Smikey, merci wieder entwickelt. Der Bierger ist bestimmt grüß Kroatien, wenn auf Urlaub und zweitens bitte red nicht so viel, wenn die Ellie und der Pep redet, weil es ist fucking spannend. Alles Gute aus Salzburg und oder aus Kroatien. Ja, das ist immer schwierig, du kennst mich. Jetzt, merci dir. Raiden, merci, liken, merci. So, Schluss jetzt. Tja, Reichweite mit der Schrotflinten hat sich damit erledigt, merke ich gerade. Nachladetempo, Reichweite, Ziehtempo. Sollen wir vielleicht einen Bogen ausbauen? Bringt's das noch? Myanmar liegt nordwestlich von Thailand und die leben in Thailand. Ah! Ich habe nicht gewusst, dass es in Thailand wirklich tief schwarze Hautfarbe gibt. Sag ich dir, was ist? Hab ich nicht gewusst, woher denn? Und hätte mich nie mit sowas befasst. Ich weiß nicht, was wir da sollen. Schauen wir mal, das wow. Aber für das findet man keine Munition nicht, gell? Ah, Schüsse verursachen mehr Schaden, Alter. Das ist auch stark. Das ist auch stark. Ah! Ah! Ich bin unschlüssig. Was kann der Bogen? Was kann der Bogen genau? Ziehtempo. Ja. Oder Nachladetempo. Gut, das interessiert mich ja nicht so. Kostet aber auch bloß 30. Und Reichweite auch bloß 20. Eigentlich sollte man einen Bogen ausbauen. Da können wir Pfeile wieder zusammenklauen, wenn es pressiert. Weißt du was? Jetzt haben wir das ganze Spiel lang nicht mit dem Bogen gespielt. Jetzt tun wir's. Ziehtempo. Rein. Mach rein. Gib ihm. Bogen nimmst du nicht her, weil das Bogenzielen nicht richtig eingestellt hat. Man kann das Bogenzielen einstellen. Das sagst du beim Finale, du Affentyp!
Wahrscheinlich hast du es schon 80 Mal geschrieben, aber ich habe es einfach gekonnt überlesen, weil man denkt, der Bogen. Bogen ist was für Kackbratzen. Nachladetempo, hau rein! Hau rein! Eigentlich war das Wichtigste einfach nur die Reichweite. Ich weiß eh, wie es ist, aber ja. Oft einmal, da hast du Pech. Flugbahn ziehen wie beim Werfen der Molotovs. Ja, das war einmal nützlich gewesen vor 5 Folgen. Da, Reichweite 1, dann nehmen wir noch mehr Reichweite, dann ist alles gelungen. Muss gelungen, ein bisschen Handicap brauchen wir, sonst ist es wieder zu einfach. Hau rein! Jetzt müsst ihr mal wahrscheinlich sagen, wo ich das, wäre aber nicht so lustig gewesen. Das war absolut richtig. Wo muss ich denn hin? Flammenwerfer nicht vergessen. Scheiß auf den Flammenwerfer, Alter. Den kriegen wir schon. Der durch den Flammenwerfer nicht stirbt, der kriegt auch einen Bum-Bum-Stick ins Gesicht. Jetzt haben wir noch, wie viel haben wir noch? 22. Kann man da irgendwas ausbauen? Oh, tatsächlich. Nachladetempo könnte ich noch ausbauen. Ein Rückstoß bei der Schraube. Gut, der interessiert wirklich keine alte Sau. Bei der Pistolen. Nachladetempo, 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 Nachladetempo bei der Single-Shot-Pistolen. Bogen oder Pistolen? Ab in den Chat, ich rauch dabei. An das Anklopfgerät, danke für die Einstellungen, das machen wir dabei. Ich lese Bogen, Pistol, Bogen, Pistol. Das ist 50-50, Bogen, Pistol. Was hat's da wieder abgesprochen, ihr Mongos? Bogen, Pistol, Bogen, Pistol, Bogen, Pistol. Bogen, Bogen, Pistol, Pistole, Bogen, Bogen. Leckt's wieder am Arsch. Bogen, Bogen, Pistol, Bogen, Bogen, beides. Ja, ich hasse euch. Mein Tag ist ruiniert und ich bin maßlos enttäuscht. Tschüss. Ja, Affen. Warum funktioniert denn das Umfragetool nicht? Kruzifix. Ich nimm einen Bogen. Ich nimm einen Bogen, einfach weil es kann. Bogen, voll ausbaut, los geht's. Wo muss man hinbauen? Da muss man. Ich kann doch gar nicht ausbauen. Was ist denn das? Da hat mich schon wieder angelungen. Das. Nein, spui so nicht. Gut, dann müssen wir Pistol ausbauen. So schnell war es erledigt gewesen. Birger, so schnell war es erledigt gewesen. Weißt du, wie es ist. So, Nachladetempo. Da haben wir nichts mehr. Wir finden auch kein Werkbank mehr oder die Schussfolge. Scheiß auf Schussfolge, lieber Nachladetempo. So. Ich hasse euch. Jetzt, wenn ich euch 2 Sachen gebe, wird aber perfectly balanced as all things should be. So, wunderbar! Haben wir jetzt alles zusammengebaut? Das wird uns helfen. Das wird uns helfen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird uns ein Scheißdreck helfen, weil es jetzt dann wieder zugeht. Wie geil ein Nachlot. Sehen? Er klappt oben, macht so, dann fliegen die Patronen aus, das ist das John Wick Nachladen. Ja, mit dem Magazin, da schleudert er. Und dann schleudert der Pistolen nochmal so da um und dann. Naja. Hab ich gesehen, haben wir Kapazität erhöht? Nein. Haben wir einen Bogen? So. Jetzt bei Sobacht. Wo man mal Optionen hat, Bogenfadenkreuz Classic. Das wollte ich wissen. Optionen hat Waffenkreuz ein, ja, Fadenkreuze einfach. Schadensanzeigen waren wir Bogenwurf, was? Bogenwurf, Flugbahn. Ach so. Aber Wurfflugbahn im Bogenwurf, du Kackspaten. Mitteilungen. Stil des Bogenfadenkreuzes, ja. Entfernungsmesser. Was für Entfernungsmesser? Ja, den wo ihr. Mein Gott, Alter, wenn man den vorher schon. Mein Gott, ne? Sprengi, hasse dich ein bisschen. Ich hasse euch alle ein bisschen. Ah, aber das basiert, glaube ich, auf Gegenseitigkeit. Bin mir nicht sicher. Komm her. Ah, halt doch dein. Okay. Okay. Ja, gut. So, da sind wir nun. Speichern wir mal schnell, damit nichts passiert, damit wir die Scheiße nicht nochmal machen müssen. Bustipo ist immer aktuell. Ja, dein Mama ist immer aktuell. Nehmen wir das da. Überschreiben, ja. So, passt. So, los geht's. Ich weiß ja gar nicht, ob wir überhaupt noch jemanden im Stealth killen müssen. Dann hat uns das Scheißdreck gebracht. Ansehen, was sehe ich an? Ja, ich habe vorher schon gesagt, dass wir da wahrscheinlich Hey müssen. Joel, Was? ich hab was für dich. Die hat was für mich. Was kommt denn jetzt wieder? Es kommt wieder irgendwas Rührendes. Ich sag das, was es ist. Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Oh. Oh. Right in the Miau Miau. Right in the Miau Miau. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke.
Right into the Miau Miau. It hurts right here in the Miau Miau. Schwerster Arschbei. Liebes Spiel, ich warne dich. Wenn irgendeine unfassbar traurige Scheiße passiert und ich das erste Mal im Stream Stränzen anfange, dann in dem Spiel. Dann in dem. So. Die Frage ist, was genau ist jetzt eigentlich unser Plan? Ich hab's ein bisschen vergessen. Plätschert's ein bisschen. Dann gehen wir einfach mal weiter. Muss ich jetzt eigentlich noch was looten? Ja gut, wir brauchen ja immer noch Waffen und Munition und so einen Scheiß. Natürlich sollten wir nach Loot Ausschau halten. Ich schaue da über in die letzten Ecken. Da ist, was, das Polizeiauto kann man mal durchsuchen, ob da nicht vielleicht ein Pistolenmund drin liegt seit 20 Jahren. Oh Gott, na. Warum man immer in irgendwelche abgefuckten Löcher? Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein. Die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Timmy Boy, merci für den Euro übrigens. I have a very bad feeling about this. Wo drückt man sich in dem Spiel gleich wieder auf C? X? No. I have a very bad feeling about this shit. Ellie, Kim, gehen wir. Wir müssen mal weitermachen. Scheiße. Was ist denn jetzt? Wo ist dieser? Dieser Dicke? Ich darf jetzt ungern aufschrecken. Ich sag das, was ist. Komm ich da oben zu dem. Easy Mode, oder? Der Easy Mode. Da hinten steht einer. Wie der man jetzt da? Da ist null Deckung. Was möchtest denn du von mir? Ich hab jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock nicht. Sollen wir es einmal anlocken und mit dem Molotow anzünden? Machen wir mal den. Kriegst du mal einen Molly her? Schauen wir mal, wer so kommt. Schauen wir mal, wer. Ja. Ja. Der Klicker muss. Oh. Konzentration. Ja, ich mag eigentlich bloß. Ich mag bloß den Fetten nicht. Ich mag bloß den Fetten nicht triggern. Gehen wir. Ach du Scheiße. Ich fürchte, wir müssen den Fetten triggern. Ich mag jetzt da keine Munition an dem Idioten verschwenden, aber ich fürchte, wir müssen. Ja. Wow, das war klar. Ja. Schmeißt du mir irgendwelche Sachen, du fetter Trottel? Ist mir scheißegal. Okay, wir haben uns noch nie so nah an den fetten Typen ohne lassen, dass uns der Instant, das habe ich natürlich nicht gewusst. Ist ganz klarer Fall von einem Topf. Ganz klarer Fall von einem Topf. It is what it is. Nochmal von vorn. Sind die jetzt alle da oder? Also gut, er kommt da ums Eck um, habe ich das richtig verstanden? Da komme ich sowieso nicht aus, hä? Wo ist denn der Rest? Das ist jetzt der Loot weg, aber das sage ich das richtig. Scheiße. Was mal mit dem? Ist der schon triggert oder was ist mit dem?
Den lenken wir ab. Den lenken wir ganz klassisch ab. Den lassen wir mal da auflaufen. Nehmen wir da einen Ziegelstein mit. Jetzt ist der Loot natürlich weg, aber gut. Da haben wir schon fort. Hätten wir uns eigentlich auch komplett durchschleiern können. Da haben so viele Ziegelsteine und Scheiß und Klump. Ich hab kein gutes Gefühl, wenn wir da durchs Wasser gehen. Ich sag das, wie es ist. Hätte mir da als Hacki was geholfen, wenn ich das gecraftet hätte? Ich hab da nur Pro-Gaming gesehen. Ich möchte es bloß so schnell wie möglich hinter uns bringen, damit der fette Trottel von hinten nicht daherkommt. Haben wir dann einen oh ja, Munition-Drop, sehr schön. Da ist kommt der Fette von hinten? Ah, schau. Mit Sicherheitspumpern hier. Konzentration, Kinder. Oh mein Gott. Uns da verstecken können, oder was? Viele. Ich weiß. Einfach weitermachen. Ja, chill, die kriegen wir schon. Munition, sehr gut. Haufenweise Zeug. Oh, da war so eine Stange, aber da hat es immer geheißen, das Hacke. Oh, shit. Ah, die können wir abstehen. Moment, die können wir abstehen. Immer schön von hinten. Oh nein. Können wir uns das Messer sogar sparen. Das haben wir schon mal gehabt. Die registrieren das nicht, selbst wenn wir ganz nah ohne gehen. Chill die Kniescheibe. Sind wir ganz da ohne. Und alle schön einen nach dem anderen erwirkelt. Geht schon hier an. Ich hätte jetzt eiskalt nicht gesehen. Ich sag das, was es ist. Bombe? Ne, brauchen wir noch keine Bombe. Sehr gut. Wieder Munition gespart, Kinder. Ekelhaft, disgusting! Was haben wir denn da? Wenn wir von da nicht kommen, haben jetzt da nur ein paar so Affen? Nö. Ziegelstein nehmen wir mit, der Ding. Bleib hier. Was ist denn jetzt? Dann gehen wir da hinten mit. War da hinten drin schon gewesen? Okay, chill. Kann noch jemand herin? Mal da. Haufenweise zeigt zum Craft. Oh ja, Querschuss. Querschuss wichtig. Was wir da gleich mit denen gleich mit nachladen? Mich ärgert jetzt, dass wir gestorben sind. So wieder was ist! Und mit durchschauen da. Umgräbst dann umeinander, den wie wir. Oh. Okay. Oh, da ist noch wieder Fette dabei. Jetzt probieren wir die Ziegelsteine Molly zack. Oh shit, das ist genau, was ich gesagt habe. Machen wir so. Dann machen wir so. Nein, diesmal lassen wir uns nicht erwischen. Diesmal lassen wir uns nicht erwischen. Ellie, los, Deckung! Noch lang.
shit, dass jetzt da nochmal so viel aus dem Eck-Vierer rein, das hab ich nicht gekommen sehen. Da ist ja noch was da. Ja, ist doch nichts mehr. Okay. Taschen mitnehmen. Oh, Pumpkin Moon, sehr gut. Ziegelstor brauchen wir nicht. Was haben wir da? Machete brauchen wir auch nicht. Shorty Moon können wir brauchen. Vielleicht haben die da vorne noch ein bisschen was. Achtung, Molotov craften. Der hat sich als sehr nützlich erwiesen. Dann Bombe basteln. Nochmal Bombe basteln. Molly. Okay. Naja. Gut, dass ich diesmal auf die Dinger gekommen bin. Auf die Throwables, sonst war das jetzt ein riesengroßer Stress geworden, oder? Und wir haben auch noch nicht durch. Wer weiß, was noch kommt. Lasst mir mal in Ruhe jetzt. Wir kommen da. Kommt man da überhaupt auf? Die Kiste wäre ein guter Tritt. Ah ja. Müssen wir die Klo schicken. Geh da hoch und stoß die Kiste runter. Ist mit Sicherheit nicht so laut, wie wenn du schmerzt. Flammenwerfer bei den Großen. Ich hab mich nicht traut, Waffen zum Wechseln. Das dauert doch eine Zeit. Warte schon bei, der große Bum-Bum da gelangt. Da haben wir 8 Schuss dafür. So, aber mit der Kiste. Aber mit der Kiste. Ich wäre einfach nicht so schlau. Oh nein, nicht schon wieder in der Läden schwimmen. Nicht. Muss ich in der Läden schwimmen, oder? Na sicherlich muss ich in der Läden schwimmen, das weiß ich. Alles klar. Ich glaube, hier kriegen sie uns nicht. Boah, aber ein schmächtiger Sprung, Joel. Schmächtiger Sprung. Was macht sie? Das hat's kurz das erste Mal, glaube ich, in 15 Stunden Playtime. Pass Oh, auf Fisch! hier. Das Wasser scheint tief zu sein. Kann man mit dem Fisch mal, kann man Fisch töten? Kann man Fisch Hey, töten? das machen wir, wenn's vorbei ist. Was denn? Du bringst mir Schwimmen bei. Kann man Fisch Na töten? klar doch. Und das was? Weiß ich nicht. Shit, nochmal bloß noch einen Pfeil. Fuck. So schnell geht's. Er hat doch schon wieder was grunzen. Da oben ist Lordan, ich seh's ganz genau. Was soll ich machen? Unten durchschwimmen wahrscheinlich, hä? Wenn wir unten durchschwimmen? Da durch den Bus schwimmen, pfui Ja, disgusting. Disgusting, wie es halt alle ist. Unangenehm. Fast nahezu nicht Ich bin jetzt klaustrophobisch. drüben. Schreit halt nicht so. Okay, Moment. Ich komm schon. Wo ist die Lordan? Ich hör doch da Gegrunze! Weißt du schon, dass du 1, 2, 3, 4 halten kannst zu wechseln? Ja, weiß ich. Trotzdem dauert es ewig, der greift da ewig in der Animation umeinander. Und das habe ich mir gedacht, ist jetzt gerade ein schlechter Zeitpunkt. Okay, bleib einfach am Rand. Kommst du da schon auf? Flacher. Hopp! Kommst du da schon auf? Da, wenn ich oben bleib, dann greift er in seinen Rucksack ein, ich wechsle diese so und es dauert mir einfach zu lang, wenn gerade 3 Leute auf mich zulaufen. Und immer einen Bumstick und der meine Bum-Bum. Es ist eisig. Was tust denn du? Du weißt, wie tief das ist. Rennst einfach ein. Nie bin ich wieder schuld. Machen wir ein Licht da. Es hört einfach nicht auf. Und noch eine versperrte Tür. Ja, super. Wo soll man da jetzt hin? Ah, oh. Der gelbe Kantenmaler war wieder da. Hier mit dem Fuß. Her mit dem Fuß. Okay. Na komm. Mach das hier auf. Nicht lang trädeln. Mag jetzt. Pass auf! Ja, Ja. Ich hab mich nur erschreckt. Nicht bloß du! Wird echt Zeit, dass die vernichtet werden. Ja, ich würde mir's auch wünschen. Ich hätte dir fast den Kopf geschossen von hinten. Hab ich aber nicht. Absolutes Pro-Gaming. Hallo? Hast du wenigstens was droppt? Da, ich hab genau den Kopf geschossen. Siehst du das? Ich sag da keinen Kopf mehr. Ich hab da nur Pro-Gaming gesehen. Fassi, absolut richtig. Zwitschi, mir ist wieder ein Zwickel 50. Hey Birger, Grüße aus Wern. Grüße an unsere Lieblingsnachbarn. Achtung, ab in den Chat. Herzal-Spam für unsere Lieblingsnachbarn. Wer nicht mitmacht, ist Rassistenwichser. okay. Sprengi? Haben Sie da dazu irgendwas zum Sagen?
Moment mal. That was a trap. Englisch schreibt das überflüssig. Ach so. Ja dann. Können wir noch mal was ausbauen, Jahi? Oh, was bauen wir aus? Kommen wir noch mal Pumpgun? Nein. Ziehtempo? Nein. Flammenwerfer? Nachladetempo? Zielfernrohr? Was? Was willst du mit deinen 35 Schrauben? Weiß ich nicht. Das Ziehtempo erhöht. Das tun wir jetzt einfach, weil es mir wurscht ist. Hau rein. Hau rein. Gib Punkte. Früher, als ich noch jung war, hat es sowas wie Highscores gegeben. Ja? Die Jungen unter euch, die haben ja keine Ahnung. Übrigens ist es genau der richtige Amount of Herzal, die ich sehen will. So mag ich das. So mag ich das. Na, das hält. Wann gehen wir jetzt eigentlich, wir sollten eigentlich zum 10-Jährigen, sag ich dir was ist, heute in 4 Jahren, werden wir eine Revolution anzetteln. Dann hole ich ganz Österreich da oben, wir nehmen Bayern, Österreich und Südtirol, also Norden, nehmen wir den ganzen Norden von Italien mit und dann gründen wir die verfickte Alpenrepublik und werfen wir alle aus, die nicht gescheit schmatzen können. Ah, halt, stopp! Und die rechte Hälfte von der Schweiz nehmen wir auch noch mit. 10.05.2027 ist eingetragen. Da ist da noch ein wenig Loot. Da ist ein wenig Loot. Nehmen wir mit. Da ist das 5. Werkzeugkastel. Ich hab's doch nicht übersehen. Easy. Easy. Was sind das? Zündkerzen? Nein, das ist weg. Errungenschaft. Werkzeug ist alles. Ja, jetzt brauche ich es auch nicht mehr, du Zipfel Adam. So, was ist jetzt die letzte? Was ist die sogenannte letzte Werkbank? Ich bin ja gespannt, was noch passiert. Das macht jetzt so den Eindruck. Hopp runter. Warte mal, kann man da reingehen? Schaut mir irgendwie aus, als könnte da reingehen. Tatsächlich! Kann ich per Messer aufmachen? Lass mich ran! Lass mich ran! Ja! Dieses Messer werden wir benutzen. Na bitte. Schönen guten Tag! Wer jetzt auch hier? Da wieder so ein Lagerfeuer da, oder? Ja, ein bisschen Moon. Oh ja, 3 Pfund Pfeile, das ist gut für uns. Ah, die arme Sau. Das ist übrigens, Achtung, jetzt gibt's gleich wieder 5 Noob-Sekunden, da warten noch 2 Pfeile drin. Sowas, meine sehr verehrten Damen und Herren, nennt man ein bisschen zumindest Environmental Storytelling. Das heißt, er ist da festgeht, hat irgendeinen Scheiß gemacht und hat 5000 Pfeile drin. Das heißt, im Prinzip die Umgebung erzählt so ein bisschen eine Geschichte. Vielleicht findet man sogar einen Zettel herin, was genau herin passiert. Oh, was haben wir da wieder? Oh, ein wenig Nitro. Nitro, sicherlich. So, dann craften wir mal ins Vieh hinein, was wir noch brauchen können. Nö. Bomber. Machst du mal Messer. Messer. Da bauen wir lieber so ein Ding noch auf unser Hacke drauf, dass wenn uns einmal einer packt, dass wir noch mehr abwehren können. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Und ansonsten haben wir eigentlich alles. Ich würde nur vorschlagen, jetzt nehmen wir den ganzen Schund damit. Der wurde quasi hingerichtet, das trifft es auf den Punkt. Ja, darin war auf alle Fälle irgendwas los und das erzählt jetzt eine kleine Geschichte. Jetzt wäre natürlich noch geil, wenn irgendjemand auf dem PC zugreifen kann oder so, man kann wirklich lesen, ein bisschen nachlesen, was da herin los war. Oh, und nochmal 50 Waffenteile. Hätten wir doch noch schnell warten sollen, Grütze. Fix nochmal. Sicher bauen wir die jetzt noch zusammen. Was habt ihr denn irgendwann? Schon mit da sind? Wenn das die letzte Werkbank ist? Dann mal los. Die Frage ist, kriegen wir noch mit Reichweite für die Schrotflinten zusammen? Tatsächlich. Jetzt haben wir noch mit 5. Ja! Reichweite, Schrotflinte! Babene. Nein, nicht Rückstoß. Magazinkabinett, Schussfolge, Reichweite! Gib ihm! Unser Kind, Alter! Magst du den Tor mal ein Stück länger, ne? Bin gespannt, was er hinbaut. Es ist allseits bekannt, dass die sogenannte Schrotflinte, deren Reichweite erhöht wird, wenn man mit einem Lumpen drüber fährt. Da wird nichts passiert. Nee, ja, sicherlich, passt schon. Das ist nicht schlecht. Tja, das ist nicht schlecht. Für das braucht man auch 5 Werkzeuge, Minimum. Nicht bloß den Trecker, den hat er nicht mit. Muss man wissen. So, jetzt drücken wir nochmal schnell auf Speichern, damit nichts passiert. Ja, damit wir uns die Scheiße da sparen können. Passt schon. Wird schon irgendwie weitergehen. Was? Jetzt duckt die halt. Was ist denn jetzt? Hallo? Ist mir jetzt verarschen? Ich komme nicht ducken. Die Drucksteuerung, Kinder. Die Drucksteuerung. Möchtest du mir jetzt verarschen? Jetzt habe ich das Hören aktiviert. Das habt ihr jetzt gesehen. Ich meine, ich bin behindert. Sieh mal,
mal. Da ist es. Krankenhaus, St. Mary's. Bin gespannt. Hab schon gesehen. Ich kann mich nicht ducken! Was ist? Jetzt kann ich nicht mehr aufstehen! Jetzt muss ich mich jetzt ducken mit Kuh, mit dem... Binst du jetzt total oder was? Irgendwas kaputt, ich sag das, was ist. Ja. Müssen wir wieder umeinander schwimmen, sag ich das richtig. Wo muss ich hin da? Sag mir's gleich, wo muss ich... Ich kann nicht da. Ich kann nicht da! Das ist ungelogen, ich kann nicht da. Müssen wir jetzt das Spein um mich starten, oder was? Muss ich da überhaupt da? Ich muss ja nicht tauchen können, ich seh's ja. Da unten ist ein Loch drin. Ach komm, was ist denn jetzt wieder? Irgendwas hat sie jetzt aufgekackst. Ich sag das jetzt müssen wir das Spein neu starten. Jetzt, wenn's kurz vor Ding hängt, oder dann bin ich narrisch, gell? Probieren wir es einmal ins Hauptmenü zurück, Nylon und nochmal. Ob das gelangt? Wenn nicht, müssen wir das Spiel nicht zu. Das ist jetzt ärgerlich. Spul! Das unterspricht den Spielfluss! Ich möchte das nicht! Warum ist denn das Licht eigentlich dabei? Schalten wir uns auf blau, was? Besser. Oder? Tastatur aus und wieder einstecken. Ich hoffe, dass wir jetzt an der gleichen Stelle sind und das nicht irgendwie bloß so halbschaurig gespeichert. Ah ja. Ich kann mich nicht ducken. Jetzt kann ich mich ducken. Keine Ahnung, was das wieder war jetzt, aber mein Gott. Ja, nein, passiert. Darf natürlich nicht passieren. Ist ja klar. Da ist ein Cowboy-Stiefel. Wo ist Luft? Wo ist Luft? Die da stickt gleich. Da hat der Dodi. Wo ist Luft? Eine taucht ins Dreckerde-Loch. That's what she said. Kann ich da aufhören? Dann gibt's da auch irgendwas. Irgendwo gibt's da was. Ob ich da vielleicht wieder mehr Dusel wie Verstand gehabt, dass ich da sowieso aufhören muss. Okay. Was da? Jetzt da unten geben? Jetzt da unten was geben? Jetzt da ein Loot geben oder so? Nein. Okay. Na, an der Base. Kann ich besen. Ich bin schon gespannt, wann der nächste Show. Online-Farmer! Fame! Entschuldigung, mir ist wieder 25 Monate. Tiefe Birge, Tiefe! I'm going all in. Super. Ja, super! Okay, los, bring mich rüber. Okay, los, bring mich rüber. Tja, mehr scheint es hier nicht zu geben. Ist akzeptiert. Aua. Da hab ich die Mo. Wenn er von 3 Meter oben springt, mag ich sehen, ohne dass er sich was bricht. Das mag ich sehen. Jetzt schwimm da hin. Nimm das Ding. Schön dran. Um mich da. Okay. Auf mit dir. Auf da. Okay. Hopp, hopp. Okay, gut. Ich bin drauf. Vorsichtig. Ich hab dich. Ich weiß jetzt auch nicht. Mal spring nicht oben. Hä? Ja, was möchtest du denn jetzt? Glaubt das nicht. Wo möchtest du denn hin? Check's nicht. Möchtest du da hin? Warte mal. Ich kann ja da nicht umspringen. Das heißt, da kann ich weit springen. Was soll ich machen? Da hin? Ja, okay. Macht natürlich mehr Sinn. Wie soll ich jetzt da umgehen? Wie genau soll ich jetzt da umgehen? Muss ich jetzt wieder da raus und da? Muss ich springen? Schnell, schnell. Ich schaff den Sprung nicht. Vorsicht! Was bringt's denn jetzt wieder daher? Was tut's denn? Wo ist denn? Da oben ist. Ach, die hat Lord da überlassen. Braves Mädel. Das habe ich natürlich nicht gesehen, dass da die sogenannte Sicherheitsausfahrleiter ist. Tauch nochmal mehr Loot. Brauchen wir den wirklich? Ich glaube, den brauchen wir nicht. Ein paar Meter machen, Miezi. Müssen wir ein paar Meter machen? Oh, shit. Das war so klar! Verdammte Leiter ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was.
Ja, die Leute halt da um, aber wir... Ah, ich hab eine Idee. Ich hab da so eine Idee. Lehnst du mal die Leiter dahinter? Ja. Ja, dann krabbelst du mal ruf. Da sind wir 3, 2, 1, gleich nur 4 krabbelt. Krabbel, krabbel. Dann nehmen wir die da, dann gehen wir auf der anderen Seite wieder oben. Schnutschi! Schöne Grüße in die Schweiz. Mir ist sie wieder in die 5 Schweizer Franken. Leider habe ich nachgeschaut und kann ich bis zum Schluss schauen. Schau mir morgen an. Grüße aus der Schweiz. Schnutschi! Zukunftsbürger grüßt den Zukunftsnachschau-Squad und den Zukunftsschnutschni. Oder wie, was? Schnutschi. Schnutschi. Das ist mir zu schwierig, das Wort. Ich sag, das ist mir zu schwierig. Merci dir. Kaputt mal, das kann der Bürger sehr gut. Jetzt. Sag einmal sowas nicht. Gehen wir da oben? Ah. Ich schieb's auf meinen Wohlstandsranzen. Die Leute da jetzt hieß. So, und jetzt hat er umgeworfen. Ja, platzieren bitte. Bitte, danke. Easy. Oh, okay. Gute Idee. Gute Idee. Ja. Sicherheitspumpgun nachladen, auch gute Idee. Was haben wir da so? Oh, wir haben immer noch gar nicht wenig Querschuss. Das ist richtig angenehm. Ein Molly mehr, da ich mir noch wünschen, aber den kann man ja noch bauen, wenn es ist. Weil wir da jetzt ehrlich, wir müssen einen Meter machen. Oh, was ist denn jetzt wieder? Lass mich vorgehen. Oh Gott. Du kommst mir danach. Okay, ich folge dir. Das geht ins Hose, ich sag das, wie es ist. Für so Jump'n'Run-Einlagen bin ich nicht zum Brauer. Lass mich raten, jetzt schwimmt da noch irgendein so ein Ding, schwimmt davor und mit der saufen wir deppert. Achtung! Also richtig springen kann er halt nicht, gell? Und dann wieder los. Philipp, merci dir für deinen Reset. Ja, da liegt der da ist im Wasser, Mone. Komm ich da um mich. Weiß ich nicht, ich probier's. Ja, du traust da an das Rot. Okay. Oh, das geht nicht gut. Das Na komm, nicht. Und du fängst mich auf? Fang dich. Nicht. Siehst du? Hast mich nicht mal gebraucht. Nichts hier runter von diesem Ding. Okay. Sogar für sichere Kleinigkeiten eine extra Zwischensequenz, auch wenn es bloß eine kleine ist, einbauen. Dieses Spiel hat leider 11 von 10. Kannst du mir verzeihen, was du möchtest? Ellie, los! Lauf! Ah, leck mich doch am Arsch, Mann! Ah, leck! Ah, komm, leck! What? Ich weiß nicht, was ich tue. Soll ich überhaupt irgendwas tun? Ah, leck mich doch! Ich sage überhaupt nichts! Was genau soll ich jetzt da tun? Oh shit, Spider-Man! Soll ich öfter drücken oder drauf bleiben? Ich weiß nicht! Ich bleib echt drauf! Ehrlich, oh Gott, da spring hoch! Da bin ich, wenn wir da jetzt irgendwie verrecken oder sowas, dann raust du aus. Also, Alter, halt bloß dein Maul, was? Was zieht's da ins Wasser jetzt um? Ah, komm! Ah, geh weiter! Ah, halt bloß dein Maul. Ich schwör's dir. Was ist denn jetzt? Schwimm gefälligst. Schwimm ins Licht. Nein, nicht ins Licht. Nimm's. Ja, wir schwimmen. Mit dem wir schwimmen. Schwimmen. Nein, die Musik ist... Na, so schnell nicht. Nein. Das glaube ich nicht. Komm schon. Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon. Na, die ist nicht tot. Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen... Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Haben wir die schon mal gesehen? Es war so ein langer Maria? Weg. Wir haben das Mary oder wie geschafft. sie mich geheißen hat? Sie war es. Sie wollte es unbedingt.
Vielleicht ist es auch Schicksal. Die schon vom Ich Anfang. habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern Schon uns. gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Du dämliche Fotze, du dämliche. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Steh auf. Das sind definitiv stimmt. Ich sagte, steh auf. Tut er was oder nicht? Na dann. Los. Beweg dich. Ich warte nur drauf. Wo lang? Notiert. Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter. Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Uns für jetzt Gockel. Den Gang runter. Okay, jetzt haben wir offensichtlich im Der Spaß ist vorbei Modus. Der Schmuggler, er ist hier drin! Warten wir mal, bis er sich ein bisschen aufteilen will. Ist da sonst noch da? Da ging niemand. Oh, Scheiße. Ethan ist tot. Er ist hier drüben! Ich seh nix! Okay, hat keiner gehört. Ja, ich hab mir gedacht, vielleicht kämen. Passt schon. Vielleicht braucht er ein bisschen zum Investigaten. Was da los ist. Ah ja, da kämen ein paar. Weg! Hey, verteilt euch! Was?
Chillig Kniescheibe. Ich hoffe bloß, dass da von hinten jetzt keiner daherkommt. Wieso sägen die da über? Ist er da? Nö. Bin da ums Eck gekommen, brav. Dann kann ich die schon abstehen, ohne dass irgendjemand merkt. Er ist hier drüben, der Korridor. Ist er da drüben? Er ist weg. Gar nicht so einfach, wenn die da mit der Taschenlampe in der Fresse einleuchten. Ich weiß ja gar nicht so recht, wo wir überhaupt hin müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da sehe ich was. Ich hoffe, das ist halt niemand. Unangenehm. Unangenehm. So hat man es einfach alle das schießen. Ich sag das, was ist du hinten? Dreh dich jetzt mal weg da. Nicht gut. Nicht gut, wird nicht helfen, dann werde ich die. Dafür wird es bezahlen! Oh, Sturmgewehrhausen! Umzingelt ihn! Nagelt ihn fest! Oder ist das Ding? Oder ist das Ding ungenau? Ah, Mist! Konzentration, Kinder. Hey, ist er da drüben? Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Warum sägen die das Ding? Keine Ahnung, das kam von da drüben. Oh nein! Wissen die jetzt, wo ich bin oder nicht? Die scheiß Blenderei, Mann! Kruzifix nochmal! Wow! Ist er da drüben? Wer weiß denn der, wo ich bin? Ist doch schon wieder gelungen. Was tut denn die jetzt? Offen, Meister. Woher sollten die wissen, wo ich bin? Ja, wir haben nicht.
Na, wo bist denn? Wie lange kann ich das halten? Bin ich jetzt total oder was? Wenn ich für den kein F krieg, könnt ihr euch alle schleichen. Oh, jetzt kurz loswerden müssen. Oh, 30 Schuss für Sturmgewehr. Ja, das Sturmgewehr ist schon ganz nett, aber... Ja, der muss... Was ist denn jetzt wieder? Warum ist denn jetzt wieder Pumpe-Düse-Musik? Ist da noch irgend so ein Grattler da oder was? Ich krieg nix. Das wird ehrlich sein. Ah ja. Schaut doch ganz akkurat aus da. Da mit Sturmgewehr nachladen, da ist Deckung, ich hab's schon gesehen. Hier entlang! Aufpassen! Aha. Ja, wie schlecht ist denn das Sturmgewehr? Sag mal! Das ballert ja irgendwo in der Weggeschichte umeinander! Hätten wir es eigentlich vorbeilaufen lassen können, gell? Haben wir noch mal so eine Bombe mehr. Irgendjemand müssen wir heute noch mit so einer Bombe umbringen. Molly hat sich bewährt. Bomben. Sehr schön. Was ist mit diesem Ding hier? Braucht doch da schon wieder keine alten Sau. Das ist schon wieder sauberes Verdeckungszeug. Oh. Wow! Habt ihr ihn gehört? Schreck mir wegen du Arschloch! Ah. Naja, ich sehe schon, dass ich da offensichtlich eine soll, aber irgendwie kann ich mich ja da noch drin verstecken. Oder gibt's auch noch Loot? Ja, es fühlt sich wirklich an, als wären wir 5 Minuten vor Abspann, aber... Das Blinken ist richtig lästig. Ah ja, ab in den nächsten Stock. Was? Okay, gehen wir lieber. Nehmen wir die Billomun. Vielleicht ein wenig näher. Mit dem scheiß Generator, machen wir den aus. Okay, listen. 28. April. Marlene hatte recht. Die Infektion des Mädchens ist außergewöhnlich. Der Grund für die Immunität ist unbekannt. Bisher zeigten alle Fälle, dass die Antigentitter des Cordyceps im Serum und in der Rückenmarksflüssigkeit hoch bleiben. Blutkulturen der Patientin entwickeln unter Laborbedingungen rasant Cordyceps. Die weißen Blutzelllinien bleiben jedoch normal, sowohl prozentual als auch absolut. Es gibt keine Erhöhung des proinflammatorischen Zytokins. Ein MRT des Gehirns zeigt keinerlei Pilzbefall im limbischen System, was normalerweise mit dem Prodrom Aggression infizierter Patienten auftritt. Unser Ziel muss sein, diesen Zustand unter Laborbedingungen herzustellen. Wir stehen vor einem Meilenstein der Menschheitsgeschichte, wie der Entdeckung des Penicillins. Nach Jahren fruchtloser Forschung sind wir fast am Ziel. Haben Erfolge und schenken der menschlichen Rasse wieder Kontrolle über ihr Schicksal. Alle unsere Opfer und die vielen Männer und Frauen, die alles gaben. Es ist nicht umsonst gewesen. Es ist eine unfassbar gute Frage, was man wirklich tun würde. Natürlich sind sie die zwei ans Herz gewachsen. Das ist mir schon klar. Er mit seiner Vergangenheit, mit seiner ermordeten Tochter, wenn man so will, lernt dann sie kennen. Erst Hass, leck mir am Arsch, jetzt mengen sie sie und so weiter. Aber sie ist halt wirklich dabei, die verdammte Menschheit vor der Apokalypse zu retten. Es ist wirklich eine... was war das Gescheiter?
und das wissen wir alle, wenn wir da herin sind, was das gescheiter war. Nicht das, was er da treibt. Leider. So leid's mir tut. Aber aktuell ist es gescheiter, Ellie aus der Scheiße auszuziehen. Jetzt nochmal Loot. Erst looten, dann weiter. Oh, da haben wir nochmal was. Na, wenn wir jetzt schon am Schluss sind, dann nehmen wir uns die Zeit und hören uns das so. Es ist 17:30 Uhr am 28. April. Ich hatte ein Gespräch, ein Streit mit dem Chirurgen. Man kann den Parasiten offenbar nicht entfernen, ohne den Wirt zu töten. Es wäre also das Todesurteil für die Kleine. Und jetzt wollen sie mein Einverständnis. Die Prüfungen werden immer härter und härter, nicht wahr? Ich bin müde. Ich bin erschöpft. Es soll nur zu Ende sein. Es muss sein. Das ist ein sehr nette, das Wölfchen schreibt sie. Das ist eine sehr nette Inszenierung einer sehr schwierigen moralischen Frage. In seiner Position, und das ist das Krasse, was er Spui schafft, in seiner Position kann ich absolut nachvollziehen, wie er entscheidet. In echt, sage ich das jetzt auch ganz ehrlich, weil es ein absoluter Schwachsinn, da sind schon Millionen, wenn nicht Milliarden von Leuten gestorben und die Erde geht den Bach hinunter und es ist so kurz davor, dass alles den Bach runtergeht, es ist schon alles den Bach runtergegangen. Und dann wird sie am Leben lassen für das Wohl von ihr selbst gegenüber der ganzen Menschheit. Das steht halt in keiner Relation. So asozial, wie es sie anhört. It is what it is. Aber ich kann in Joel seine Position absolut nachvollziehen. Zu 100%. Ja, ist wo wir hin müssen. Aber wo zur Hölle haben wir gekommen? Da hinten aus der Tür aus, oder? There will be. Haben wir von da gekommen? Da ist Surgery. Gut aus. Wieso liegt da immer noch so viel Loot umeinander? Es fühlt sich wirklich an, als wären wir 5 Minuten vor Schluss. Ich weiß auch nicht. Gibt's noch was zum Lesen? Na, seid zwar nicht besser, aber das Tagebuch lesen wir jetzt nicht. Dafür mag ich jetzt einfach wissen, wie es verdammt noch mehr ausgeht. Und ist Sturmgewehr, ja, mit 14 Schuss. Oh. Egal wie, hier kommt er nicht durch. Egal wie, hier kommt er nicht durch. Ganzen. Sitzt da noch am Sick oder nicht, oder schon. Ist ich mit dem Gewehr von der Entfernung weg. So. Tu mal. Kommt jetzt da eine Vierer oder kann man einen Vierer baiten? Probieren wir es. Ah ja. Er hat die Kleine von Pittsburgh hergebracht. Mehr weiß ich nicht. Marlene wollte ihn unbedingt selbst betreuen. Kommt offensichtlich keiner. Muss ich mich da jetzt durchballern, aber das verstehe ich das richtig. Irgendwann, das ist panzerbrechend. Schmuggler entdeckt! Auf gut Klick hat funktioniert. Sekund. Gib Chance. Chance! Okay, einen haben wir. Einen können wir noch weg tun. Gehen wir einen heim runter.
Okay, drumherum! Ah ja, da gewusst, dass einer von hinten kommt. Was? Gehen wir noch ums Arschlecken das Munition aus, hä? Müssen wir wegen Rabiat hervorgehen, hab ich schon gesehen. Also man anschleichen und nichts mehr bringt. Wo steckst du bloß? Dann mal los! Ja, halt, stopp. Na, Ziegelstein, was ist denn ein Ziegelstein? Gib Ziegelstein. Da waren das jetzt alle. Bisschen der Munition. Haben wir überhaupt noch Munition? Wenn nicht, dann werfen wir es mit dem Ziegelstein! Wenn du so weitermachst, gibt's keinen mehr, der den Impfstoff brauchen könnte. Das trifft's auf den Punkt, ja. Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt schon den Eindruck irgendwie gehabt, man könnte sich da durchschleichen, aber irgendwie nicht. Weil wenn die alle auf der Position stehen bleiben, was soll ich dann groß machen? Na halt, stopp, da geht's nicht weiter. Doch, da geht's schon weiter. Jetzt haben wir halt as fuck. Machen wir mal so. Und so. Ja, dann zieht man halt alle an, ist doch mir wurscht. Hopp. Komm schon. Mir wurscht, dann schieße ich die nicht, dann zünde ich die an, du Arschloch. Da tun wir den Flammenwerfer raus. Dann haben wir noch fast gar nicht hergenommen. Da, grüß Gott. Und jetzt da von links wieder irgendein Arschloch daher, ich weiß auch nicht, ich darf nicht raus. Ich sag's, egal wer es ist, ich darf nicht rauskommen. Ich hab einen Flammenwerfer, Brudi. Oh, Alter, ich schwöre, wenn die jetzt da drin liegt und umeinander stirbt, dann flippe ich aus. Doktor? Was machen Sie hier? Die in den Kopf erschießen, du Hurensohn. Ich gebe sie Ihnen nicht. Denken Sie an die Leben, die wir... Widerliches Schwein! Vollidiot, kommst du mit dem Messer zu einer Schießerei. Was ist der ISO? Du kannst gehen. Und du kannst da gehen. Einfach weil ich's kann! Die Schnauze voll ab! Weg damit! Komm her, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Gott, müssen wir uns jetzt noch mehr ausseballern. Das war jetzt vielleicht nicht so schlau. Wo muss man hin? Alter. Er ist hier! Ich bring dich hier raus, Kleine. Ich lauf. Ich hab dich. Laufen, laufen, laufen. Ich weiß nicht, in welche Richtung, guter Mann. Verdammt, wo lang? Du kannst nirgendwo hin. Muss ich laufen oder schleichen? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Da geht die Muse! So. Ich schwör's dir bei Gott, wenn jetzt da irgendeine Scheiße passiert. Ja? Nein, 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 nein! Feuer einstellen! Hey, Komm schon. stopp! Oh, der Soundtrack, Mann. Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klickern in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es.
Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. Himmelvater, das mag ich aber auch hoffen. Was sind das für Klamotten? Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Wir haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Okay. Okay, schauen wir es erst fertig an. Warte! Tu das nicht! Bitte. Du würdest ihr nur folgen. Okay. War Lüge, oder? Die er ihr erzählt hat. Verstehe ich schon richtig. Sei vorsichtig. Okay, das ist hart. Wir müssen wohl laufen. Das ist immer noch nicht das Ende. Wir Okay. müssen immer geradeaus. Also jetzt bin ich sie. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Eigentlich ganz schön hier. Pass auf deinen Kopf auf. Selbst für sie eine Kleinigkeiten als extra Animationen, Zwischensequenzen, das ist einfach unfassbar. Ich bin doch gut schon gemacht. alt. Inventarcheck. Collectibles von Ellie. Springmesser. Ich hab's dir noch nicht Untersuchen. erzählt, aber Sarah und Nachricht von Mom. ich sind so gewandert. Sie war fit. Was ist das alles? Sind das die Sachen, die wir gefunden haben, oder wie? Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemocht. Du hättest ihr gefallen. Ja. Mr. Joel so gerne beide Charaktere mag, das ist irgendwie nicht richtig. Das ist einfach irgendwie nicht richtig. Ein Brief ihrer Mutter, ja, den lesen wir gleich schon noch. Komm mal, oder kommen wir wahrscheinlich gleich nicht mehr dazu, oder? Den sollte man eigentlich schon lesen. Lest man. Da hast du recht, Springen. Absolut recht. Ellie! Ich will ja, die andere hat ja gesagt, also der Marlene, die jetzt erschossen worden ist am Schluss vom Joel, die hat ihre Mutter kennt und hat ihr versprochen, das zum Tor was deren. Ich will dir ein Geheimnis verraten. Ich bin kein Fan von Kindern und ich hasse Babys. Trotzdem schaue ich dich immerzu an und bin überwältigt. Du bist noch keinen Tag alt, aber dich zu halten ist das Unglaublichste, was ich in meinem Leben getan habe. Einem Leben, das nun so viel zu schnell zu Ende geht. Marlene wird sich um dich kümmern. Ich vertraue keinem Menschen mehr als ihr. Wenn die Zeit reif ist, wird sie dir von mir erzählen. Mach es ihr leicht, sei nicht so stur wie ich. Ich will nicht lügen, diese Welt ist ziemlich kaputt, es wird nicht leicht werden, aber du musst immer daran denken. Immer daran an was denken? Ah ja, hinten geht's weiter. Das Leben ist lebenswert. Finde deine Bestimmung und kämpfe dafür.
Du hast so viel Kraft in dir, ich weiß, dass du eines Tages eine aufrechte, stolze Frau sein wirst. In Liebe deine Mutter, Anna. Mach mich stolz, Ellie. Ja, recht viele Informationen haben wir da jetzt auch nicht ausgezogen. Ja. Oh, Wo sind wir denn jetzt? wir sind fast da. In der Stadt von seinem Bruder wieder, oder? Okay. Es ist nicht mehr weit. Ja, macht auch irgendwie Sinn, dass da hier zurückgingen. Sie bindet sich sogar hart zusammen. Was ist jetzt da? Du musst mir helfen. Hallo, ich bin mir winzig. Hilfe, Hilfe! Hier, Hilfe! ich helfe dir. Ja, Gib mir deine Hand. okay. Okay, na komm. Hey, warte. Damals in Boston. Als das mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör's aber mir. es... Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Jetzt der Katkin Grimmvogel. Okay. Holy shit, Mann. Holy shit, Mann. Wow. Wow. Absolut eines der besten Story-Games, die ich jemals gespielt habe. Ich wüsste halt gar nicht, mit was ich das vergleichen soll. Ja, Mr. In-Proxy. Ich bin wahrscheinlich gerade relativ leise im Vergleich zum Soundtrack, da der Soundtrack aber von vorne bis hinten eine absolute Überbombe ist. Lasse ich den jetzt laufen und das Spiel hat es verdient, dass der verdammte Abspann durchläuft. Der In-Proxy hat es geschrieben, oh, und im zweiten Teil kommt sie dann drauf, dass er gelogen hat. War jetzt auch meine erste Vermutung. Dass es auf alle Fälle mit der Handlung zu tun haben wird, dass sie langsam spitz kriegt, dass er gelogen hat und so weiter. Aber keine Ahnung, um Gottes Willen. Und wer irgendjemand spoilert drum, Mann. Ich werde schon mir irgendwas ausdenken, wenn wir mir den zweiten Teil spielen. Das ist einfach, das war völlig behindert, wenn wir den nicht spielen. Egal, ob der noch mal genauso gut ist wie der erste. Ich glaube nicht dran, es ist ja unmöglich, wenn du mich fragst. Ich wüsste halt überhaupt nicht,
Ja, Freunde der Sonne, für alle, die gerade da sind, wem es gefallen hat, Like nicht vergessen auf YouTube, Twitch geht gefälligst auf YouTube rüber und lasst da ein Like da, wer das nicht tut, ist raus! Konsole leihen und los geht's mit dem zweiten Teil, jetzt wo es noch frisch ist. Ganz bestimmt versenke ich dieses Spiel nicht im Sommerloch, Freunde der Sonne. Das war ja nur noch blöd. Wir werden auf irgendeine Art und Weise den zweiten Teil spielen. Am naheliegendsten, ich leihe mir Konsole aus, kaufe mir eine Capture Card und los geht's. Wird unweigerlich passieren. Ja, kruzifix ist das Spiel gut. Holy shit, ist das Spiel gut. Es ist wieder, und das ist extrem selten, wenn ich da sitze und überlege, mir erst die negativen Punkte von einem Spiel rauszusuchen. Und egal was, Gameplay, Soundtrack, Grafik, Story, Gameplay, selber. Eine glatte 10 von 10, Alter. Sogar die deutsche Synchro war gut. Holy shit, Alter. Und das ist echt extrem selten der Fall, dass ich am Schluss da und aber Gänsehaut. Und mich interessiert richtig krass, was in Teil 2 los ist. Unfassbar gut. Unfassbar gut. Fuck, Mann. Jetzt mag ich die Serie sehen. Komplett. Habe ich damals schon gesagt, die erste Folge habe ich damals gesehen, wie die Serie angefangen hat, aber dann nicht mehr. Ich bin gespannt, wie gut das Serie ist. Wenn's die ich habe natürlich Kritiken gesehen, zumindest Wertungspunkte. Die sagen alle, die ist durchweg gut, deswegen freue ich mich auch drauf. Wie schaut's aus? DLC nicht vergessen. Ja, ist mir schon klar. Da werden wir heute, jetzt ist 3/4 Wollt ihr ein DLC da die zeitnah noch spielen? Was halten Sie davon, dass wir nächsten Montag ein DLC spielen? Ja, da schreibt schon jemand, erst DLC, dann sie. Haben die auch den Content aus dem DLC auch in die Serie mit übernommen? Gut, es steht auch dort am Anfang im Hauptmenü, ein DLC nicht spielen, wenn du das Hauptspiel noch nicht gespielt hast, weil viel, wie soll ich sagen, dazwischen, was jetzt im Lauf des ersten Teils passiert, erzählt wird, kann ich mir nur vorstellen, dass es auch in der Serie verarbeitet wird, weil warten sie ja Idioten. Dann Montag DLC. Schafft man den auf einen Stream? Ist der auf 2 Stunden durch? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Aber überhaupt kein Problem, wenn der das Level einigermaßen halten kann, das ein paar Storylücken schließt oder erweitert zu Charakteren, was auch immer, dass der 2 Streams lang dauert. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal, sag ich dir, was ist. Dann teilen wir es lieber auf 2 auf und machen wir am Schluss einen ordentlichen Blättschmerz übers Spiel und allgemein. Holy shit, Alter! Das ist wirklich extrem selten, dass ein sicheres Spiel um die Ecken kommt. Grütze fix, Mann! Holy shit! So, jetzt Philipp Kraus, merci für den Resub. Ricky Boy, Alter, was das Intense mir sprengt den Schädel, Failfish. Ricky Boy, same hier, merci für den Zwickel. Olli, merci für den Fünfer. Ich find's Spiel grottig, kein einziger Fan drin vorkommen, nein, es ist ein geiles Game. Das willst du jetzt ernst gemacht, jetzt hätte ich auch nicht verfolgen können. Ja, um Gottes Willen, natürlich bereue ich es ein bisschen, dass ich das Spiel über 10 Jahre nicht gespielt habe. Einfach weil ich seit über 10 Jahren keine Konsole mehr so wirklich besessen habe und auch nicht so wirklich into Singleplayer-Games war, zumindest offstream. Und extra, das predige ich jetzt seit 5 Jahren, das heißt, seit 6 Jahren in die Streams, ich mag mir nicht extra eine Konsole kaufen, bloß für 1, 2, 3 Spiele, die es für den PC nicht gibt. Natürlich bereue ich es ein bisschen, irgendwo bin ich aber auch froh, dass das Remaster war wirklich gut. Ich habe keinen Vergleich mit der Grafik, wie was vor 10 Jahren, ich kann es mir nur ungefähr vorstellen. Und die Grafik für das Remaster war wirklich on top notch. Wie soll ich sagen, 10 von 10. Klang überall, beziehungsweise war richtig gut. Es ist extrem ärgerlich, dass das Spiel rausgekommen ist, wie es rausgekommen ist. Das war ein Kritikpunkt. Das ist ein Kritikpunkt, von dem ich leider nichts mitgekriegt habe, aber ich habe es natürlich in Tests gelesen, beziehungsweise allein schon in Video-Thumbnails habe ich schon gelesen, dass die Performance auf nicht 4.000 Euro PCs nicht sehr geil sein kann.
oder nicht sehr geil ist. Da haben wir zum ehrlich zum sein überhaupt nichts davon mitgekriegt. Das hat auch geheißen, auf High-End-PCs läuft das Spiel beschissen. Finde ich überhaupt nicht. Also, das hat überhaupt nichts gefällt. Wir haben permanent 150 Frames auf Anschlag. Es hat einmal kurz geruckelt vorher, aber ansonsten, Optimierung ist grausam. Auf meinem i7 8700K ist die CPU auf 100% Anschlag. Ja, das ist ein negativer Punkt. Es ist extrem schade, dass jemand wie Naughty Dog, der eigentlich bekannt ist dafür, Meisterwerke abzuliefern, auch wenn ich gerade erst selber mit dem ersten fertig geworden bin. Die haben ja nicht bloß Last of Us, sondern auch zum Beispiel Uncharted, was sehr hoch gelobt ist, was ich noch nie gespielt habe. Schande über mein Haupt, er nennt sich Gamer, oder Uncharted und The Last of Us nicht gespielt. Halt dein Maul, du ahnungsloser Trottel. Guter 490er ist eine Stufen über High-End. Ja, das stimmt auch, um Gottes Willen. Mit dem alten Rechner, also was heißt mit dem alten Rechner, der war auch eigentlich brutal. Aber mit der 2080 Ti war das wahrscheinlich nicht so gelaufen. Das war extrem ärgerlich gewesen. Hätte man wahrscheinlich als Spiel abgebrochen. Und das war extrem ärgerlich gewesen. Extrem ärgerlich. Da war ich wahrscheinlich wieder im Rage-Mode gewesen und hätte mir gedacht, ja, fuck you, Game. Kannst nicht so gut sein. Mir hätten wir es nie gespielt. Puh, das war knapp. Puh. Ist es... Mit was vom Spiel tue ich das gleichsetzen? Ich kann nicht sagen. Es hat einfach eine unfassbar gute Story. Hat eine ausreichend lange Spielzeit, aber eine kurz genug Spielzeit, dass die Story richtig schön knackig bleibt, spannend bleibt. Gameplay ist geil. Hast permanent das Gefühl, du wirst stärker und besser. Sachen zum Craften. Der Loot ist nie ganz umsonst. Es gibt ein paar Waffenerweiterungsdinger, die nicht so viel Sinn machen. Finde ich, wie zum Beispiel der Rückstoß bei der Schrotflinten. Oder, who gives a shit? Verstehe ich nicht. Es ist... Ich finde es mit seinem Apokalypse-Setting, finde ich es sehr einzigartig mit diesem Pilz, der da ist und so. Mal nicht die typische Zombie-Apokalypse, finde ich auch geil, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, die anders ist. Ein Wallhack finde ich ein bisschen overpowered, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber irgendwo ist er auch notwendig, weil sonst kommst du keine 5 Meter weit. Fips! So hat übrigens mein erster Hund geheißen. Merci dir. Was ein gutes Spiel, gleich mal die Serie auf Amazon kaufen. Braucht man, glaube ich, gar nicht kaufen, oder? Ist Amazon Prime? Ist Amazon Prime, oder? Brauchst nicht kaufen, ist for free. Also, brauchst du da Amazon Prime-Konto. Das hat ja sowieso jeder zweite dran. Waffen kannst du ins NG Plus mitnehmen. Gibt's einen NG Plus-Modus in Last of Us? Soll der jetzt, wie es ist, der zahlt mich gar nicht. Frag mich nicht, warum der, auch wenn so ein Game da, ich weiß ja nicht, der zahlt mich gar nicht. Selbstspieler, mir ist wieder entwickelt 23, habe ich übersehen. Als Star Wars-Fan muss ich sagen, Jedi Survivor kann scheißen gehen, The Last of Us hat mich im Stream Upstream 1 mehr gefesselt. Nein, auch nochmal zurück zu Star Wars Jedi Survivor, es ist halt nun mal 0815 Open World Kost. Mit einem Franchise-Stempel drauf, der nun mal Star Wars heißt und es wird Leute geben, die werden es feiern. Mir hat es auch nicht abgeholt. Ich sag das, was es ist. Überhaupt nicht. Ist eine HBO-Serie, also Sky oder WoW, also wow, kenne ich gar nicht. Dann kann ich es gar nicht anschauen. Lol. Meiner muss man sich einmal einen Monat Sky gönnen, hilft eh nicht. Stimmt, A Plague Tale war auch mega von der Story, das stimmt. Da war aber das Gameplay bei weitem und alle Details und so bei weitem nicht auf dem Level wie in The Last of Us. So Kleinigkeiten für jeden Scheiß. Du gehst irgendwo in einem Loot-Gebiet, haben wir oft genug gehabt. Das ist ein relativ großes Gebiet, da passiert nichts. Da kannst du alle Häuser durchsuchen und so, nach Loot und Zeug und an jeder Stelle ist irgendwie eine kleine Zwischensequenz, wo sie dann zum Labern anfängt, da wo du eventuell gar nicht mehr hingehst. Das gar nicht mitkriegst. Wenn am meisten beeindruckt hat mich wirklich, also das sind so Kleinigkeiten, auf die schaut vielleicht keiner, ich schau da schon drauf. Du gehst an ein Regal und dann haben da Items zum Looten, also Schrauberl und Tierer und was weiß ich. Ein paar sind am Boden unten, ein paar sind auf Brusthöhe, ein paar sind oben. Und mit jedem Klick zum Einsammeln verschwindet nicht einfach das Item aus dem Regal und macht klack, 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 sondern er gelangt abwechselnd mit der linken und rechten Hand zu dem Objekt und schiebt es in die Hosentaschen. Da habe ich wirklich gemeint, Alter, und das sogar in Schubladen. Du machst die Schubladen auf deine Objekte drin, dann gelangt der eine. Lauter so Sachen. Unfassbar.
unfassbar detailliert und gut gemacht. Und dann kommt noch dazu, dass das Spiel 10 Jahre alt ist. Das ist halt Wahnsinn. Das ist halt Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. 10 Jahre später habe ich verstanden, warum irgendwie absolut jeder dieses Spiel so hart abfeiert, wie es abgefeiert wird. Und ich bestätige nun, absolut zu Recht, das hat eine glatte 10 von 10. Eine glatte 10 von 10. Einziger negativer Punkt, und das gilt auch nur für PC-Version, ich weiß nicht, wie das Remaster auf die Konsolen läuft, vielleicht ja beschissen, weiß ich nicht, ist die Performance. Das Crafting ist ein bisschen mau. Ich glaube, ich habe die dummen Rauchbomben nicht einmal hergenommen. Du hast mir zugeschaut, sprenge ich auch nicht. Das Spiel war noch geil, wenn es sowas wie DayZ gibt. Wollen die nicht sogar einen Multiplayer mal? Wollen die nicht ein Last of Us MMO Multiplayer Loot Shooter irgendwie mal? Habe ich noch nicht irgendwas gehört oder gelesen? Der Vic, 1991 schreibt, bin ein Longtime Lurker, du bist der Weltmacht. Vic, schön, dass du dich aus dem Lurker-Modus heraus kreuchst und fleuchst. Willkommen im Chat und danke dir. Zu viel des Lobs. Saugeiler Stream, gute Nacht, Bavarian Money. Ganz ehrlich, ich feiere es auch. Ich feiere richtig stark. Richtig starkes Spiel. Jetzt, wenn der Abspann vorbei ist, und wenn wir noch ein bisschen blödschmerzvoll führen, mein Kanal, wenn man so will, der wird heute 6 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas zum Schmerzen gibt. Frau Freund schreibt, du hast meine Donation übersehen von kurz nach 8 Uhr. Frau, wo ist denn jetzt mein Mauszeiger? Dem werden wir uns gleich noch schnell widmen, wenn der Abspann jemals fertig ist. Oder sagen wir es so. Kommt nach dem Abspann noch irgendwas? Kommt noch irgendeine Zwischensequenz oder was? Oder ist einfach Hauptmenü? Niet. Sprengi, du hast aber heute auch schon mal gesagt, das ist die letzte Werkstatt. It's a trap! Der Soundtrack ist auch geil. Von vorn bis hinten. Wie oft, dass die der Soundtrack unterm Spiel abholt. Wenn was passiert, wenn was traurig ist, wenn was... Weißt du eh? Unfasslich gut. Da. So, wie es ist, zurück ins Hauptmenü. Ja. Genug Abspann, das ist jetzt 10 Minuten gelaufen. And again. Spiel abgeschlossen. Du hast die Modi neues Spiel Plus, tatsächlich. Und Schnelllauf freigeschaltet. Sie können beim Start eines neuen Spiels aktiviert werden. Neue Charakterdesigns, Waffen, Skins, Gameplay-Modifikationen, Filtermodi und andere Bonusinhalte sind im Extras-Menü vorhanden. Ja, das sind jetzt so Sachen, die interessieren mich eigentlich gar nicht. Also es stickt mir irgendwie gar nicht, da jetzt ein NG Plus anzufangen. Weiß auch nicht. Was wird denn schwerer? Mehr Gegner und lauter so Sachen, oder? Muss ich jetzt nicht haben unbedingt. Aber, ich habe euch schon gelesen vorher, nächsten Montag werden wir ein DLC spielen. Wenn wir auf einmal fertig kriegen, ich sage mal bis 10:30, schön. Da werde ich euch dann fragen, wie lange haben wir noch. Dann machen wir sofort fertig. Und wenn nicht, dann teilen wir auf 2. Habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn er gut ist. Wissen wir demnächst nicht so 100%, bis die nächsten 3 Wochen, was wir da sind. Haben wir aber schon dran am Werker mit einer Spieleliste und Abstimmung und was weiß ich, was ist für ein Scheiß. Sonntag, Ruhetag. Das ganze Spiel begeistert über die ganze Länge wie die ersten Tage, wenn die großen Spiele wie GTA 5 oder Skyrim rausgekommen sind. Absolut richtig. Es hat auch keinen Hänger. Ich habe nicht ein einziges Mal so irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt haben wir schon wieder da. Ich meine, natürlich prüfe die, wenn wir wieder in das nächste Loch gehen. Aber es hat sich immer angefühlt. Leicht neue Umgebungen, neue Gegner, neue Waffen. Es wechselt immer ab zwischen Klickertypen und echte Typen. Dann kommt der Panzer mittendrin. Das Gameplay ist abwechslungsreich. Dann musst du wieder schleichen, dann ist wieder Action, dann ist wieder... Fucking, wie soll ich sagen? Fucking... 10 von 10. Ende des Gesprächs. And here we are. Sonntag, Ruhetag, merci für den Neujahr. So, jetzt muss ich von der Frau Freund, glaube ich, muss ich was sagen. Frau Freund, kurz vor 8 let me have a look. Ich glaube, ich bedanke mich da mal bei ein paar mehr. Frau Schrö. Hallo Drittbürger, weniger Ablenkung, nachdem ich gestern 3 Weisheitsszenen los war. Ich habe meine Weisheitsszenen immer noch nicht, ich habe bis heute Angst davor, dass die irgendwann raus müssen.
Funktratzer, Rick, Frau Schrö, Ed van Schleck, Hasti, Timmyboy, Morster, Elias, Prinzi, Dragoncry, Boris Blut, Alex, Lisa, Maxi, Frau Freund, da ist. Dankeschön an euch alle. Ich freue mich extrem aufs Finale. Nimm mein Geld. Da. Bin seit 2 Jahren extremer Fan und alle wieder dabei. Deine Musik hilft mir gerade so stark beim Heimweh. Danke. Frau Freund, niemand braucht sie bei mir bedanken. Ich sag danke. Heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist tatsächlich der 6. Jahrestag meines Kanals. Natürlich nicht die Gründung des Kanals, wenn man so will, aber heute vor 6 Jahren habe ich ein Video gemacht über scheiß Leberkäse. Das muss eigentlich eh keiner erzählen. Und dann hat irgendwie alles angefangen. Im ersten Jahr How-Tos. Im zweiten Jahr ist dann irgendwann das Kruzifix-Format dazugekommen und da haben die How-Tos schon richtig geil gelaufen und hat mir wirklich gedacht so, Alter, was passiert da gerade? Das ist völlig utopisch. Zehntausende von Aufrufen auf einmal von über Nacht und es ist irgendwie losgegangen. Dann kommt das fucking Kruzifix-Format. Und dann habe ich erst richtig verstanden, also noch weniger verstanden, was da abgeht, aber dann habe ich erst mal so am eigenen Leib erfahren, was heißt, wenn ein Video viral geht, das einer gemacht hat. Dann ist das so dahingegangen. Dann haben wir angefangen zum Streamen. Freitagnachmittag, 14 Uhr, weil ich mir gedacht habe, so, es ist eine gute Idee. Ja, da kommen die jungen Leute. Da kommen die jungen Leute von der Schule heim, wie es halt bei mir auch war. Da habe ich Zeit, hocke ich mich hier und hocke der andere Depp dort und labert ein wenig was. Da waren wir noch so 30 bis 50 Leute im Stream. Oder war das schon während der How-To-Zeit? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube schon, damals schon. Weil ich, wie es schon, ich habe 2015 schon einmal versucht, anzufangen zu streamen. Und hat der Curry das auch nicht zugeschaut. Im Nachhinein, wenn ich mir jetzt die Streams so schaue, da existieren nur welche auf YouTube ganz hinten irgendwo, dann ist mir auch klar, warum. Aber gut, ja, jeder fängt irgendwann mal an, was soll ich machen? Und ich bezeichne meinen Streamer heute noch als alles, bloß nicht irgendwie professionell oder sonst irgendeinen Scheiß. Ich sitze immer noch genauso da wie vor 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren, 8 Jahren und laber meinen Scheiß da rein. Hab Spaß beim Zocken, bloß diesmal schauen aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen Leute zu. Mehr wie 3, wovon einer ich selber, einer die Bürgerin und einer der Höppler ist. Rambazamba, merci dir. The Last of Us ist so ein Spiel, über das man nur nachdenkt, wenn man den PC ausschaltet. Das ist richtig. Dani, merci für deine 35 Monate, Alter. 35, du bist total gestört. He? Ja! Und 2019 war dann der Stichtag so für die, ich sag jetzt mal, etwas ernstzunehmeren den Gaming-Streams. Februar 2019. Da hat es einfach bei mir im, ich sag jetzt mal, Off-Stream-Umfeld gewisse Dinge gegeben, habe ich nicht mehr so viel Zeit gehabt für zum Videos machen, einfach eine ganze Zeit lang und habe dann beschlossen, damit das eine nicht aufhört, machen wir einfach dabei das andere, das ist einfach leichter zu machen, da muss ich mich nicht so vorbereiten, da sitze ich mir halt her und fange an und cool ist, haben wir mit Resident Evil 2 mit den Gaming-Streams angefangen. Anfangs Montag, Mittwoch, Freitag. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich da drauf. Warum Montag, warum Mittwoch, warum Freitag, weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich mir iPad, dass ein Tag dazwischen ist, wo ich dann nichts tue, damit ich nicht abbiege, ich kenne mich ja. Und dann hat sich irgendwann eingebürgert, so Montag, Mittwoch, haben einen Haufen Leute da, Freitag irgendwie habe ich da selber keinen Bock nicht, weil ich da fortgehe oder irgendwas anderes tun möchte. Und dann waren wir Montag, Mittwoch. Und das geht jetzt wirklich seit 5 Jahren. Nein, stopp! Seit 4 Jahren. 4 Jahre und... Ja, 3 Monate. Leck mir Mosche, wo ist die Zeit hin? Und jetzt sitzen teilweise zu Beginn von so Spielen wie Resident Evil 4 oder The Last of Us, sind über 2000 Leute im Stream, Alter. Heute, den ganzen Abend wieder, jetzt streamen wir das zum 7. Mal. Normalerweise ist es immer so, dass der Schnitt von, ich sage mal, 1200 bis 1400 Zuschauer bei egal was ich tue, wenn ich was Neues tue, dann ein bisschen sinkt, wenn wir dann beim zweiten Stream vom gleichen Spiel sind, beim 3., 4., 5., 6., 7. und so weiter. Und dann baut das ein wenig ab. Und ja, also keine Ahnung. Ich kapiere einfach teilweise heute noch nicht, was da passiert. Und immer noch passiert, das ist völlig gestörte Scheiße. Zum Beispiel, dass die Leute einfach weiter donaten, währenddessen ich einfach verzeihe und einfach gnadenlos alles weg ignoriere. Und wenn ich da drüber nachdenke, das Ganze mit Dialekt habe ich für unfucking Möglichkeiten. Unmöglich. Unmöglich.
Weil ich, was weiß ich, was ich mir für Sachen zusammengereimt habe. Ja, dann hast du da mal 500 Zuschauer da herin, dann rutschst du in der Twitch-Listen automatisch ein bisschen her, auch auf YouTube. Dann finden die neue Leute, aber die verstehen halt kein Wort. Alles, was die sagen, ist, oh Gott, der Bayer halt dein Maul, Dislike, tschüss. Haben wir nie gedacht, dass das so funktionieren kann. Dann haben wir Musik gemacht. Alter, Weißblaue Chaos hat 2,5 Millionen Streams, oder was zur Hölle ist denn da eigentlich passiert? Was zur Hölle ist da? Warum denn, Alter? Und mittlerweile haben wir so weit, dass ja, Anfang des Jahres habe ich es in die Streams so mehr oder weniger angekündigt, dass ich einfach momentan keinen Bock mehr auf dieselbe Art von Videos habe. Das ist jetzt das letzte Video, ist 3 Monate her, ziemlich genau. Das heißt sogar How to kein Bock. Dann habe ich 800 Fotos gemacht oder sonst irgendwas. Und jetzt fängt es langsam wieder an, dass ich gerade volle Kanone Bock habe, eins zu machen. Nicht weil Klicks zurückgängen, was überhaupt nicht stimmt im Übrigen. Dann haben wir einen Podcast gemacht, der hat jetzt im Monat über 50.000 Aufrufe, Alter. Natürlich gängen diese Aufrufe bei mir im Hauptkanal ab, aber die wenig zusammen haben wir mehr als jemals zuvor. Obwohl es kein Video mehr gegeben hat seit 3 Monaten. Dafür konzentriere ich mich mehr auf Streams, was ich hoffentlich auch einigermaßen einhalten habe können. Ich hoffe, da ist mir keiner bäß, wenn nicht dann am Wochenende mal kein Stream kommt. Aber ich habe versucht, mein selbst gestecktes Ziel somit 2-mal im Monat wenigstens, am Freitag oder Samstag, Zusatzstream, Open End, passt. Mittlerweile streamer in der Regel länger als bis um 10 Uhr, sondern meistens sogar bis um 11 Uhr. Und keine Ahnung. Ich weiß ja eigentlich gar nicht, keine Ahnung, dass das immer noch nach 6 Jahren funktioniert, dass da Leute da sind, die Bock drauf haben, ist unbezahlbar. Ihr habt keinen Dunst, aus was für einer Scheiße mir das rausgezogen hat. Aus was für einer Scheiße ihr mich rausgezogen habt, weil ich da auch nicht drüber rede. Das hat auch keinen was anzugehen. Aber from the bottom of my heart. Und ich hab's schon eine Quadrillion Mal gesagt. Und wenn ich es nur 5 Millionen Mal sage, ist mir scheißegal, wenn das auf den Sack geht. Vielen Dank für alles. Ihr habt keine Ahnung. Nicht die geringste. Vielen, vielen Dank. An jeden Einzelnen. Es tut überhaupt nichts zur Sache, ob du der Kubala-Sepp bist oder der Austrian oder Leute, die komplett eskalieren mit Donations oder ob es ein Euro ist oder ob du bloß im Chat mitschreibst oder ob du nur zuschaust und umeinander lurkst, ist völlig Banane. Das ist völlig mindblowing. Nein. Ich möchte euch jetzt nicht da 50er aus der Hosentaschen leiern. Das war nicht... Nein! Nein! Schluss jetzt! Ich lese gleich. Ich sitze jetzt gerade da und halte meinen jährlichen Monolog. Es ist unfassbar, was da passiert ist und immer noch passiert. Von ganzem Herzen Dankeschön. Und wenn ich es noch 1 Million Mal sage, ist egal. Ja, Schluss jetzt. Schluss jetzt. Um das ist jetzt nicht gegangen. So schaut es jetzt nämlich wieder aus. Irgendjemand sitzt jetzt schon da, ja, jetzt drehst du wieder in die Kamera, bla, damit Leute mit dem Geld anschmeißen. Das Lustige ist ja, ich weiß mittlerweile, das muss ich nicht tun, ich jetzt einfach trotzdem. Dennoch gehört irgendwann einmal gesagt, danke. So gut ich kann. Weiß ich immer, du kannst keinem erzählen. Du kannst keinem erzählen, Alter. Ja, was machst du eigentlich so? Ja, ich bin so ein YouTuber. Ja, wie ist denn das hergegangen? Wie viele Leute schauen da so zu? So, ja, schon ein paar tausend. Ja, wie ist das gegangen? Ja, das ist schwierig zu mir erklären. Da habe ich ein Video über Leberkäse gemacht und dann. Was? Okay, alles klar. Erzähl mir mehr. So, jetzt. Leute, Dankeschön. Dankeschön für den Herzalspam. Ich weiß nicht, ob er für mich ist oder ob wir schon wieder einen indirekten Aufruf für den Lieblingsnachbarn gemacht haben. Weiß ich nicht. So, Schluss jetzt. Jetzt muss ich das Lesen anfangen. Ricky Boy. Happy Stream Day, Birger. Seit 6 Jahren eher stiller Zuschauer und seitdem an unabsichtlichen YouTube-Stream, wo du Minis bemalt hast, auch regelmäßiger Streamschauer. Das heißt... Aber habe ich gucken müssen, Entschuldigung. Heißt, ich hab die wirklich mit den 1 oder 2 Mini-Streams, Minis-Bämsel-Streams, dazu gebracht, Streaming-Zuschauer zu werden. Das ist eine verrückte Geschichte. Tu weiter so mit Zeit ist, was du tust, echt arg. Merci, Ricky Boy. Mr. Ricky Boy,
Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Bei mir bedankt sich mit Sicherheit niemand. Fucking no one. Oder Leinert, mir ist wieder ein Fünfer. Ruhe jetzt, weil ich lätsch. Du Spack, was ist das? Trennst du von mir? Wenn dann, was gibt's da zum Trenzen? Weiß ich auch nicht. Merci dir, Schluss jetzt. Dragoncry, dir schaut man halt einfach gern zu. Dankeschön. Ich meine, haben wir schon einmal drüber geredet. Ich fühle es nicht, wenn man so will. Ich sitze einfach nur da, mach. Ja gut, und ab und zu jetzt in die Streams denkt man sich mal was aus, wie den Star Wars Bullshit oder die Hogwarts Geschichte oder ein Flugsimulator Scheiß oder was hier, das ist für ein Kack. Natürlich sitze ich dann nicht bloß da, sondern tu halt vorher mal ein wenig was. Ist auch der Plan gewesen und ich hoffe, es hat einigermaßen hingehauen, aber demnächst kommen keine Spiele mehr aus, wo sie sowas irgendwie anbietet. Wir werden sehen. Ich glaube, ich brauche mich. Es ist halt absolut lächerlich, glaube ich, wenn ich jetzt mit daher sitzen darf und da irgendeinen Scheißdreck von Gaming schwadronieren, wenn ich nicht offstream sehr viel immer schon mit Spielen und Zocken zum Tor gehabt hätte. Ich glaube, das darf mir einfach keiner abkaufen. Ich glaube, das schmeckt mir auf 8 Kilometer gegen den Wind, wenn ich mir jetzt daher sitzen darf, nur aus dem Grund, was weiß nie, was die Leute da einfallen, ja, dass die Leute mit die Donations umeinander schmeißen, aber er hat keine Ahnung von Zocken, er ist schlecht wie Scheiße, dass ich nicht der Allerbeste bin in allen Spielen, das ist mir auch klar. Aber es klang für die meisten, sagen wir es mal so, und für das, dass ich 100 Jahre alt bin, ist gar nicht schlecht, okay? Es klangt. Glaube ich, ist auch wichtig. Es hat irgendwie so alles, was ich so vor dieser Geschichte alles da habe, mit dem Zeichnen, egal was, mit dem Musikmacher Solarifari, mit dem Computerspielen, Tag und Nacht, mit keine Ahnung was, mit meinem Mediengestalter da sein. Ich habe eine Saufspiel-App programmiert. Weißt du das überhaupt nicht? Lauter so Sachen. Hat irgendwie am Schluss alles irgendwie auf einmal Sinn gemacht, so. Völlig gestörte Scheiße, keine Ahnung. Nur so braune Haare habe ich nicht mehr. Das wird jetzt dann ziemlich schnell gehen. Mein Papa hat es gehabt mit 37, 38, hat die Mom gesagt. Da hat es einen gehabt mit die grauen Haaren. Und da stehe ich unmittelbar davor. Das heißt, in den nächsten 2 bis 3 Jahren wird es rapide, grau ist das neue Schwanz werden. So. Sei froh. Ja, dafür habe ich nicht das Problem des Haarausfalls. Ich krieg weder ein Knie da hinten noch sonst irgendwas. Bin ich auch zufrieden. Zur Not kann man es fan, was ich so hin tue. So, jetzt muss ich weiterlesen. Herr Mader, 20er, 2 und du weißt es. Wir zwei sind am Anfang noch zusammengeguckt über Facebook wegen How to Gorsmas. Weiß ich schon gar nicht mehr. How to Gorsmas war so ein Video, da wollte ich ganz gezielt versuchen zum Triggern und es hat funktioniert. Aber sofort danach habe ich die und was du magst geliebt und bis heute hört sich die Liebe nicht auf und du das Einzige in meiner Depression bist, das Sinn macht. Jetzt mal bloß auf mit dem Depressionsscheiß. Das hört sich jetzt so, ich kenne das typische, ja, die trennst nicht so viel, bla. Geht mir schon auch ähnlich. Ich kenne Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, denen geht es auch ähnlich. Die haben sich sogar sprichwörtlich einliefern lassen. Hört sich auch so lustig machen Geschichte drauf, aber uns Männer fragt keiner, wie es uns geht. Uns fragt keiner. Und wenn wir dann sagen, mir geht's ziemlich beschissen, dann heißt es, trennst nicht so viel. Solange keiner da einen Shell hängen lässt. Schämt euch nicht. Herr Mader, merci dir. Einliefern oder einlittern, schmaler Grad. Ist immer ein schmaler Grad. Ich werde beides miteinander verbinden. Herr Mader, merci. Ebenfalls für alles. Kommt der Eppenbauer mit seinem 50er, du Grutzi. Fix da! Eppenbauer, merci dir. Und der Fakt, dass du einfach so bist, wie du bist, ist der Grund, warum du einfach der Beste bist und auf weitere 6 Jahre. Nimm's einfach und bestatt. Niemals. Wenn ich jemals einfach nichts mehr zu sehen sagen soll, dann wisst ihr, dass irgendwas nicht stimmt. Dann habe ich entweder im Lotto gewonnen oder bin meiner Depression zum Opfer gefallen. Dass mich gar nichts mehr erfreut und triggert. Dann, wenn ich irgendwann einmal nichts mehr sage, dann geht's alles am Bohobby. Strapse, Auto-Leberkas, Bayerischer Verhaltenskodex. Den hätten wir mal. Es hätte so unfassbar viele Möglichkeiten gegeben, mein Dasein hier auszuschlachten, noch und nöcher. Ich hätte jemanden gehabt, der mir den Verhaltenskodex schreibt. Den hätten sie mir zwischen 2018 und 20 und in meiner Halbzeit aus der Hand gerissen. Und wenn ich einen 50er dafür verlangt hätte. Habe ich's getan? Nein. Hab nie ein Sponsoring angenommen. Nicht ein einziges Mal. Nicht ein
stimmt nicht ganz. Ein Sponsoring habe ich angenommen. Und zwar das mit dem Chris. Und es ist kein Sponsoring. Der hat gefragt, ob das ein Sponsoring werden könnte. Nö. Ist dann eine Freundschaft geworden und da kriegt keiner was davon. Ich mache ein wenig Werbung, übersetze ihm die Sachen auf Borisch. Er zeichnet einige Dinge für mich. Nicht alle, ein paar Merchandise-Sachen mache ich ja selber. Aber macht ein Händelmeier-Sponsoring hast du gemacht. Das sprenge, das stimmt. Das stimmt. Ohne dass ich es gewusst habe. Ungelogen, ohne dass ich es gewusst habe. Ich habe einfach nur gefreut, Alter, der Händelmeier schreibt mir, aber der geiler Bier, mal ein grüner Backel voll Senf. Da habe ich kein Geld dafür gekriegt. Übrigens, also wirklich nicht. Ich habe damals einfach nicht gewusst, das hat da gerade angefangen. Da habe ich überhaupt nicht gewusst, was passiert. So, ja, geil, der schickt mir ein Ding, ja, machst du ein Video drüber, easy Content. Dass ich da Werbung mache ohne Ende, das habe ich überhaupt nicht umrissen. Selbstspieler, merci für den Euro. Felix, merci für den Euro. Oli, merci für den Fünfer. Felix, nochmal merci für den Resub. Dani, merci, das habe ich noch gesehen. Rambazamba und der ganze Rest, wenn ich irgendjemanden übersehen habe, es tut mir unfassbar leid. Und klar, Mieze, Bussi, 580 Nummer für irgendwelche Donations, die nicht mehr für. Ich hätte so gerne eine Suchfunktion da in meiner Liste von den Donations von einzelnen Leuten, das kann man mal besser mal. Aber was weiß ich schon. Das ist ja auch schon ewig her. Ja, das war direkt 2017, wie How to Leberkäse viral gegangen ist, glaube ich. Und kurz darauf hat sich der Händel mal gekriegt. Da, schick mir da was zu, vielleicht machst du ein Video dazu machen. Und ich Depp sag ja. Von denen hätte ich einen 4-stelligen Betrag nehmen können. Weiß ich heute. Aber damals war halt, was passiert da? The fuck is happening? Keine Ahnung. Flo, jetzt wieder ein Zwiege. Coverst irgendwann einen Kackstifte-Express. War geil. Ich hab noch ein altes Lied von damals, von meiner ersten Musikphase, Rumling. Das ist zwar, jetzt sag ich jetzt einmal, aufnahmetechnisch qualitativ nicht so wie jetzt die neueren oder in der jüngeren Vergangenheit, die auch nicht super gut sind. Ich meine, ich mache die immer nur einfach da, ja, sprichwörtlich in meinem Kinderzimmer herin. Oder hab die gemacht, sagen wir es so. Wo ich mir überlegt habe, das kann man eigentlich mal veröffentlichen, weil das Remastere oder ja, mache ich nie, nein. Das kriege ich nicht noch mehr so hin, weil ich die Stimme von damals nicht mehr habe und das mag ich genauso haben und hilft nicht. Leute, danke schön. Skipper, welcome to the squad! Ab in den Chat, habe die Ehre an den Skipper 0815, wenn ihr mitmacht, der ist wieder mal raus. Neues Mitglied. Undrummable! Sanko Balasep oder Raid Shadow Legends Core Sponsoring. Na, Spaß, bist echt der Beste, ich bin schon ewig dabei. Mr. Undrummable, merci. Ne, ich mein, bei einer Sponsoring, es hat bei mir immer schon geheißen, ich werde hier keine Sonderwünsche nicht machen, wenn mir irgendjemand mit Geld zerscheißt. Das ist mir wurscht, Alter. Wegen dem mache ich es nicht. Das ist was, das kommt. Achtung! YouTube-Nähkästchen oder allgemein, was weißt du nie, Internetpräsenz, Nähkästchen, Streamer, sonst irgendwas. Wenn das irgendwann läuft, du brauchst nicht betteln. Du brauchst nicht. Es ist ein Nebeneffekt, der einfach von selber auftritt. Bei allen. Habe ich jemals bettelt? Hand aufs Herz. Ich glaube nicht. Habe ich jemals irgendwelche, weiß ich nicht, fragwürdigen Sachen da, die man als Scam oder als ah ja, ich mache das so und so, damit es noch mehr Geld gibt. Das Bavarian Caps Ding ist ja kein Sponsoring. Ich bezahle die Caps. Ich bin damit ganz normaler Händler. Das ist, ich mache meine eigene Werbung dafür. Ich bezahle die Dinge. Das ist kein Sponsoring nicht. Das habe ich einfach bloß geil gefunden. Weil das KPI ist auch unfasslich geil. Brauchen wir nicht schmerzen. Da brauche ich mich nicht schämen dafür. Da brauche ich kein schlechtes Gewissen nicht um, dass das KPI kostet, was kostet, weil ich weiß, das ist ein geiles Drum. Und da hat sich auch bis jetzt noch keiner beschwert drüber. Aber, sobald es deiner werden, bin ich raus. Das habe ich auch zu Bavarian Caps gesagt. Wenn ihr mir jetzt genauso kommt wie alle anderen und völlig grundlos sagt, oh, der Captain werden jetzt einfach deiner. Wieso? Ja, weil, halt einmal. Kann er genau sagen, warum. Und ich bin der Einzige, der sagt, warum. Weil Gier frisst Hirn. Ganz einfach. Hansi! Merci für dein Drilling. Merci sagen. Spätzl hat mir die Ex ausgespannt und alle Spätzeln haben sich quasi für ihn entschieden und jetzt sitze ich 2 Jahre allein. Deine Sachen sind die einzige, wo mich wirklich rausreißt. Schau's mit meinem Psychiater an. Nicht, dass ich aber am Schluss bei den Klaps liefern. Hansi, so nicht. Wenn das sogenannte Spätzeln waren und dann sehen die Sachen passieren, dann waren es keine. Gibt andere Leute, wie soll ich nicht sagen, ich bin kein Psychiater nicht, aber das wird schon. Schädel nicht hängen lassen. Löwensepp, gibt's Pix noch? Äftler nice aus deinen Augen? Nö.
Die darf es noch geben. Also ich darf erreichen, glaube ich. Aber das ist 1000 Jahre. Habt ihr übrigens den anderen Typen in dem, da gibt es ja ein Schwarz-Weiß-Video von Aus deinen Augen. Habt ihr den Typen erkennen? Das ist übrigens der Flo. Und Bixen ist ein Flo, seine Ex-Freundin. Um da mal einen Zusammenhang herzustellen. Ja. Der Muletreiber schreibt einen halben Roman. Der Birger, ich bin jetzt nur kurz am Anfang vom Stream da gewesen, weil ich danach keine Zeit mehr gehabt habe. Ich habe mir jetzt noch gedacht, dass ich noch schnell vorbeischaue. Haben wir, Haben wir fertig mit der Last of Us? Ja, sind wir. Wenn ja, wie war's? 10 von 10. Musst leider zurücklaufen lassen und die anschauen. Hoffe, es geht dir gut. Merci für die jahrelange Unterhaltung. Hashtag Poppermann. Der Poppermann ist wichtig. Es war Flo-Lore. Bringst du eigentlich mal ein Album? Nein. Da hätten einfach damals 2019, 2020 hätten in privater Natur einfach gewisse Dinge nicht so laufen sollen, wie es gelaufen sind. Dann hätte ich eventuell auch mit der Musik weitergemacht und eine ganz andere Motivation gehabt. Natürlich habe ich die Idee oder auch vorgehabt, dann finally mal auf Bühnen live zu spielen etc. Aber das habe ich mir geschworen, nur mit einer Person auf diesem Planeten, mit der ich das dort hatte, und die ist halt leider nicht mehr vorhanden. Und darum ist das alles ein bisschen im Sand verlaufen. Das ist ein bisschen der Grund, warum ich dann nicht mehr ernsthaft weitergemacht hätte. Sonst hätte ich schon ein Album voll gemacht und dann hätte man einfach mal probiert, ob man irgendwo spielen kann. Und das hätte schon funktioniert, glaube ich. Das hätte funktioniert, aber es hatte dann nicht sollen sein. Ruck mal deine Gitarre vierer schnell. Die habe ich letztes Mal schon in der Hand gehabt, da kriege ich Tetanus, wenn es bloß angegangen von den verrosteten Seiten. Schrö, mir ist wieder ein Zwickel. Ich und meine Frau werden mir da in 20 Jahren noch zuschauen. Also so ein richtig geiles altes Ehepaar, wo die früher, unsere Eltern und Opas, die haben sich Wetten, das so geschaut und ihr schaut euch dann jede Woche meinen Scheiß an. Geil. Was war in den 6 Jahren dein lustigster Moment? Bei mir war es das erste VR-Stream vom Bergdukt. Nein, das ist der Teil, den ich nicht beschreiben kann. Ich sitze wieder nur her und mach. Man natürlich loche, aber das zirkt auch irgendwie bloß an mir vorbei und keine Ahnung. Es gibt halt ein paar krasse Momente einfach für mich. Das sind die, von denen ich gerade verzeihe. 2,5 Millionen Streams auf einem Musikstück, das ich mache. Das ist die erste Bestellung von einem T-Shirt, die eine fremde Person haben will, weil ich das gemacht habe. Die erste, die positive Resonanz aus meinem Jahreszusammenfassungsmerch zum Beispiel, den ich selber zeichne. Das macht jetzt nicht der Chris für mich, das mache ich wirklich selber. Wahrscheinlich könnt ihr mir auch teilweise zuschauen. Bloß werden die Motive von Jahr zu Jahr so viel komplexer, dass ich das nicht mehr in einem Stream abbilden kann, weil ich da halt 30 Stunden dran sitze. Und dann schaut es immer noch aus, als ist ein 4-Jähriger zeichnet. Aber sehen die Sachen einfach. Der Bavarian Capsule, dass das sowas zustande kommt. Da kommt ich kenne diese Marke seit Jahren. Mit denen ich Edelweiß davon drauf. Selbstverständlich, hallo, ich habe einen Skate-Shop gehabt, natürlich kenne ich das. Nur dazu habe ich selber 15 Jahre lang Caps getragen. Keiner hat mich ohne kennt. Keiner hat meine Haare. Keiner hat gewusst, dass ich überhaupt Haare am Kopf habe. 15 Jahre lang, bis ich hiermit angefangen habe. Cinnamon, merci dir. Der Birger, merci dir für ein paar Jahre geile Unterhaltung. Und am veritablen Leberschaden. Weil Birger Stream Day ist Bier Day. Bei dir taugt's mal halt. Dankeschön. Geht auch wie Butter, sag ich dir, was es ist. Meinst du beim Bixen-Video den, der sich die Nutella-Kacke ins Maul schmiert, ist der Flocki? Das ist der Flocki. Bloß ist das halt 10 Jahre her und da war der Flocki noch nicht mal 20. Das ist der Flocki. Also ein bisschen aufgedunsen. Schluss jetzt mit Donations. Fix Mari. Snoopy. Mein Pa hat sich das Leben genommen. Oh, mein Pa hat sich das Leben genommen, da war ich 12. Find einfach gut, wie du mit dem Thema umgehst. Du bist einfach der Beste, bleib so wie es bist und auf weitere 6 Jahre. Ich weiß jetzt nicht, wie ich mit so einem Thema umgehen soll. Mein Pap hat sich jetzt nicht das Leben genommen, aber mein Pap ist nicht mehr am Leben. Das war nicht ganz einfach, sag ich dir, was ist, weil es im Prinzip eigentlich auch die erste Erfahrung mit dem Tod in meinem Leben war. Ja, also ich habe vorher ich habe keine Oma gehabt, die gestorben ist, also ich habe da nie Berührung damit gehabt. Es war einfach straight der Birger, sag ich dir jetzt, was ist. Das ist unter anderem ein Grund, warum ich so heiße. Oder mein Kanal so heißt. Oder in der Öffentlichkeit, warum ich so heiße. Ich heiße auch wirklich so, auf dem Ausweis. Mit meinem 4. Namen. Wir wissen auch bloß Hardcore-Leute, die sich How to Birger angeschaut haben. Ja, ich weiß nicht, wie ich da damit umgehe. Ich weiß ja nicht, wie ich damit umgehen soll. Bis heute nicht. Ich sage einfach, was ich mir denke.
Und wenn ihr mal einen Scheiß labert, dann müsst ihr es mir sagen. Ich weiß Birger Lex richtig sprengen. Herr Marder, noch mehr Merci. Ich darf ja sagen, zum Jubiläum schauen wir uns jetzt Auto Leberkäse. Und ja, viel habe ich oft nur gehört, dass ich nicht rumdrenzen soll. Das, ja, ich nicht. Ich rede auch mit keinem drüber. Ist jetzt auch nicht das richtige Dings da. Vielleicht reden wir im Podcast mal drüber. Vielleicht. Ist vielleicht auch mal so wieder so ein ernsthaftes Thema. Der Ricky schreibt, Birger, ich glaube, du bist der Einzige, was sie ein Variety-Streamer nennen darf. Na, es gibt genügend. Es gibt genügend Variety-Streamer, die eine Daseinsberechtigung haben, um Gottes Willen. Aber was mir ein bisschen irritiert, immer noch irritiert, auch 6 Jahre später, ich bin gefühlt, ich sage öfters einmal, aber vielleicht täusche ich mich auch, ich verfolge selber keine Streamer so wirklich, und wenn dann sind es Amerikaner. Es gibt immer noch keine Mundart-YouTuber und Streamer, die was Ähnliches machen wie ich, die da auch nur einen Ansatz irgendwo, weiß da irgendwo nicht rein. Glaube ich. Man belehre mich eines Besseren. Ich weiß nicht. Das soll jetzt nicht. Das hört sich unfassbar arrogant an. Das hört sich sogar schon arrogant für mich, wenn ich sag. Aber es ist also, ich weiß halt keinen. So ein Österreicher schwappt mal ab und zu mir ein bisschen der mir ein bisschen an mich erinnert. Der, glaube ich, tut aber bloß so Busfahrerspiele spielen und flucht an den Kamera. Also ja, um Gottes Willen. Aber ansonsten weiß ich nicht, was er so treibt. Wieselburger Sepp, merci für den Risser. Der bist der Beste und bleib so wie du bist. Schönen Gruß vom Nachschau-Squad und aus Österreich. Schöne Grüße nach Österreich, Wieselburger Beste, Bussi aufs Nussi und merci für deine 35 Monate. Du Schubster. Der Hausduke schreibt, okay, ich mache einen Plattdeutsch-Stream auf. Ja, das war, ich sag das auch, wie es ist. Es hätte sonst nicht funktioniert. Wenn ich nicht damals der Erste gewesen war, der es so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Deswegen hätte ich ja damit gerechnet, dass ich damit vielleicht ein paar andere Mundart-Leute motiviere, ähnliche Videos zu machen, ähnliche Streams zu machen. Aber irgendwie funktioniert es nicht und ich kapier's nicht. Ja, es hat ein paar so peinliche Versuche gegeben, meine Videos nachzumachen. Die waren aber auch so absolut peinlich, dass ich da auch sagen hätte können, ja, so wird es nichts. Trotzdem. Gut, und dann gibt es aber immer noch als Alternative eine TikTok-Karriere. Die kannst du anfangen. Die kann aber auch jeder anfangen. Die kann auch der kleine behinderte Philipp aus der Lebenshilfe kann die auch anfangen. Ja? Und schafft es wahrscheinlich. Das ist der MK73 oder wie der heißt. Der Österreicher? Ja, das kann sein. Ach, auf Twitch fangen doch nur noch ein paar mittelschöne Mädels an, die dann Loch auf OnlyFans zeigen. Ja, aber gibt's so mit Dialekt? Ich glaube nicht. Ich kann einen schönen Stecker schnitzen. ja. Zwei. Mit 2 Spitzhänden. Das kann ich. Oh mein. Wer hätte das gedacht, denn? Der Müllschuster schreibt, was du mal in einem ernsthaften Podcast anreden kannst, ist die Psyche, dass man sich da öfter nicht drüber lustig macht. Das machen nämlich viel zu viel. Das wird irgendwann kommen, ja. Irgendwann kommen, es wird irgendwann kommen, ja, abwarten. Ein Stream von Birger auf Hochdeutsch, das wäre da lustig. Mittlerweile kann man es uns erlauben. Das, wenn ich vor 3 Jahren da hätte, dann hätte es mir alle voll, da hätte es mir einen Sack rasiert, wenn ich das da hätte. Mittlerweile, glaube ich, kann das mir erlauben. Ich muss die ganze Zeit gucken, Kruzifixen haben nichts zum Trinken da. Ja, Marder, merci. Schau mal, Auto Leberkäse so. Und der Typ heißt Marker93 und yo, der macht auch noch andere Sachen wie Resident Evil und ist genauso schreckhaft wie du. Ja, wie gesagt, ich kann mit anderen nichts anfangen. Nur dazu, wenn es eigentlich genau das gleiche machen wie ich. Also soll ich mir das so schauen, kapier nicht. Musst du dich nicht extrem anstrengen, Hochdeutsch zu sprechen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich versuche, hochdeutsche Sätze zu formen, dass mit Sicherheit der eine oder andere Satz ins Höschen geht. Weil es nun mal nicht gang und gäbe ist, in meinem Alltag Hochdeutsch zu sprechen und hochdeutsche Sätze zu formen. Und wenn, dann spreche ich derartig nach der Schrift, dass ich mich oher wie ein gottverdammter Vollidiot. Okay? Ist ungefähr so wie mit dem Englischen. Ist genau das gleiche. So. Ja, aber manche haben sich jetzt schon gedacht so, okay.
Hör bitte auf damit. Ja, Texas ist der mal lieber nicht. Ist der mal lieber nicht. Der Schmitzmaul schreibt, hab seit Jahren massive Probleme, aber es interessiert einfach keinen und man verliert schon echt viel Freund. Die Leute, die wegen sowas gängen, das sind keine Freunde. Das sagt man immer so unfassbar einfach. Ja, und einem selber hängt einem da was droht, deswegen mag ich schon gar nicht drüber schmerzen. Schwierig einfach. Der Zimmermann schreibt halt den ganzen Tag, wir preisen zum Tor. Hör auf! Wichtig ist zum Wissen aber, man ist nur dann ein Preis, wenn man sich verhält wie einer. Ja. So, Kinder. Was ist mir jetzt zum Abschluss des Tages notieren? Es muss einfach einmal im Jahr muss einfach sein. Ja, einmal im Jahr muss es einfach sein. Wir schauen uns jetzt How to Leberkäse an. Ob es euch gefällt oder nicht. Dann machen wir uns noch kurz, ich mache mich wahrscheinlich drüber lustig, wie schlecht das ist. Und jetzt habe ich How to Leberkäse geschrieben. Ja, herzlichen Glückwunsch. How to Leberkäse. Holy shit, vor 6 Jahren. 344.000 Aufrufe. Kannst du keinem Menschen erzählen, ne? Achtung, jetzt muss ich noch mal kurz umschütten. Geht das überhaupt? Wieder dumm. Das ist jetzt wieder dumm. Warte mal. Muss ich da in. Ich habe nur ein Dings da, wo man im Inkognito-Modus schauen kann. Warte mal. Ich bin jetzt auch nicht vorbereitet, so wie das ist. YouTube.com. Wir müssen uns wahrscheinlich Werbung anschauen. Alle akzeptieren. Ja, hau rein. How to Leberkäse. Ah. Ja, dann müssen wir uns jetzt schnell Werbung anschauen, das wird nicht helfen. Das wird einfach nicht helfen. Ich hoffe, dass es überhaupt funktioniert. Warte mal. Warum funktioniert es denn wieder nicht? Machen wir so. Ah, jetzt. Incognito-Mode. Und wenn ich dann umschaue. Ah, jetzt. Ja, haben wir ja schon mal, ist uns ja schon mal ein kleiner Fehler unterlaufen, was diesen Inkognito-Modus betrifft. Den Fehler machen wir nicht zweimal. Okay? So. Dafür müssen wir uns leider ein bisschen Werbung anschauen. Das hilft auch nicht. Das ist eine gute Frage, Nickel Netter. Solange du was an der Werbung verdienst, ist eine gute Frage, ob ich da damit jetzt was verdiene. Außerdem ist eine Old Spice Werbung und die ist schon nicht schlecht. Die kann man schon mal lassen. Die schauen wir uns jetzt so. Weißt du, was alles möglich ist mit Old Spice? Du stehst auf einem Berg und spielst ein tierisch gutes Hafensolo. Spring der Nase nach in das duftende Meer deiner Männlichkeit. Probier den frischen Duft von Old Spice Deo und Duschgel. Mann, riechst du gut. So, habe die Ehre. Übrigens, der Bürger. Ich kriege allein schon einen Schlaganfall, wenn ich meine Stimme von damals her. Es ist ein Unterschied wie Tag und fucking Nacht, Alter. Und heute lerne ich euch ein wenig über andere bayerische Königsdisziplin, nämlich How to Leberkäse. Weißt du, ich habe halt nicht damit gerechnet, dass dieses Video mehr wie 3 Leute sehen. Darum habe ich einfach irgendein Leberkäsebeutel genommen und dann nimm ich Trottel das Leberkäsebeutel, das ausschaut, als wäre Plastikleberkäse in der Semi drin. Ja, und am nächsten Tag sagt das Video über, weiß ich nicht, 2,5 Millionen Leute. Auf allem verteilt. Vor allem auf Facebook ist das richtig krass eskaliert. Facebook und WhatsApp, richtig krass. Und nicht Fleischkäse oder Pastete oder Fleischleib oder sonst irgendein geschwollener Scheißdreck, sondern einfach Leberkäse. Phase 1. Die vielen Arten von Leberkäse und wo selbiger zu finden ist. Immer in der Regel flockt in jeder vernünftigen Metzgerei zu jeder Tag- und Nachtzeit 1 bis mehrere Ranken Leberkäse hinter der Theke. Und damit man nicht den abgestandenen 2, 3, 1,5 Millionen. Auf die langen Pausen zwischen die Sätze und so weiter. Das, wenn ich heute her, dann zirkt es mir alles zusammen und ich denke mir, Kruzifix, Alter, was ist denn mit dir? Millimeter Scheißdreck, den sie da an der Tankstelle für gefühlt 50 Euro günstig verkaufen, sondern 1 bis mehrere ganze Ranken. Leiberl, Brocken oder Batzen. Und der ist warm. Und wenn es nicht ist, dann kannst du in der Metzgerei Fleischfachverkäuferin gleich wieder um die Oberschel hauen, wenn es dann Kaldio dran möchte. Gibst dir eine saubere Umdrehde und dann passt es. Phase 2. Leberkäse richtig anschaffen. Um halbe 10 in der Früh, da frisst der Bayer kein Knoppers, sondern da wird der Auserwählte, in der Regel der Lehrbuhr. Weiß ich noch, wie ich mich selber dafür gefeiert habe, für das Wort Auserwählte, und dann kommt der Neo und ich habe das voll gefeiert und voll lustig gefunden. Dann habe ich wieder überlegt, so, das kapiert doch wieder keiner außer mir.
Der Scheißfilm ist 20 Jahre alt, das kapiert doch wieder keiner außer mir. Ja, ist wurscht, los drin. Und dann habe ich vergessen, dass ich sein Hemd da ausschneide. Sechs, da ist also ein weißer Batzen drin und unter seinem Arm auch. War ich wieder zu faul, dass ich mit dem Zauberstab in Photoshop noch zweimal da reinklicke und auf Entfernen drücke. Herzlichen Glückwunsch, Birger, sehr gut. Wie gesagt, ich wiederhole, ich habe damit gerechnet, dass das Video genau 3 Leute singen. Und 2 davon bin ich. Zum Metzger geschickt. Wenn jetzt der Kasperl hergeht und auf die Idee kommt, dass er so Sachen sagt wie ich hätte gern 5 Stollen mit Fleischkäse drinne oder so, dann kann es durchaus passieren, dass er gar nichts, bis er drum Schein kriegt, dass er sagt, Alter, mit der Schaufel zählt's nicht. Ganz abgesehen davon, was alles passieren kann, soll er da ohne zurückkommen. Damit du kriegst, was du zurückbringen sollst. Ja, die anreidige Leberkasse, ich kotze gleich. Gehst du ganz locker flockig an die Theken, zwinkerst, wenn's pressiert, dann einen Daumen hinterm Tresen zu und sagst, aber wie dermaßen riesengroß, dass ich mein Logo da über einblende. Der Birger, was ist denn mit dir? das habe ich ja Ewigkeiten gemacht. Hau mir ab, Alter. Ich mache es ja im Prinzip bis heute noch im Stream, steht einfach links oben meinen Namen. Frag mich bitte nicht, warum ich das tue. Das ist, was das ist. Damit man keiner klauen kann, wie so oft. Ganz langsam, ich hätte gern 6 warme Leberkäse-Semen. Bitteschön. Oder wenn du das ganz brutal machen willst, gehst du einfach hin, schaust blöd, sagst 6 warme, bitteschön. Und du richtig bist und das Richtige kriegst, wenn's die nach dem Satz Nummer 2 nicht anschaut wie ein Geist, sondern noch freilich sagt und auf der Stelle anfangen, Semen herzuschneiden. Und damit kommen wir zur Phase 3. Der korrekte Aufbau und Verzehr von einer warmen Leberkäse-Semi. Es hat sich wirklich bis, wie viele How-Tos gibt es jetzt? Ich glaube 54, 55, irgend so, so wurscht. Hat sich wirklich durchgezogen bis heute Phase 1, Phase 2, Phase 3. Das hat mich so oft schon Nerven gekostet, weil ich nicht weiß, wie ich jetzt die Sachen in 3 Teile aufteile, dass es mit Gewalt mir irgendeinen Scheiß aus der Nase zieht, dass ich das jetzt irgendwie in Phase 3 aufteile, wo es keine Sau interessiert. Ich weiß auch nicht. Da habe ich mir ein bisschen festgefahren, bis heute. Und das neue Video, das kommen wird, auf das ich wieder Bock habe, wird übrigens auch ein How-To und wird eventuell ein Grillvideo. Ja, kleine Spoilerwarnung. Nicht eventuell, es wird ein Grillvideo. Ich habe was erfunden. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Wir werden sehen. Phase 3, Profit. Ein Leberkäse-Semi ist erstens nicht gleich ein Leberkäse-Semi und vor allem der Verzehr von selbiger kann haushoch ins Hosal gehen. Alter, jetzt unter uns, es soll tatsächlich Leute geben, die hauen sich ein Pfund... Ich kann es gar nicht sagen, Alter. Die hauen sich ein Pfund... Das ist so schlecht, die Flipper. Die hauen sich ein Pfund Ketchup ins Semi. Weil ich meine, Alter, das schreit noch einen neuen Eintrag in Bayerischen Verhaltenskodex. Na ja, schon. Hiermit erteile ich jedem Bayern die Pflicht, dass er jedem Saubrei... Was ist denn das, Queen? Was ist denn das? wenn die Schriftart kein Paragraphenzeichen nicht mehr kann, ja, das Leerzeichen dazwischen, da wo ich, weiß ich nicht, da wo ich mit dem Panzer durchfahren kann, ja, lass das einfach drin, ist eh wurscht, das Video sehen nicht mehrere Leute wie 2. Jedem Bayern die Pflicht, dass er jedem Saubreißen, den er erwischt, wie er sich ein Ketchup in die Leberkäse schmiert, ihm ist er sicher nicht drum Bockfutzen zum geben, dass er 14 Tage lang in Hosen... Seht ihr mir einen Mauszeiger? Ist das da hier unten ein wenig Bates? An das Haar? Was ist das? Schimmelt die Leberkäse, bist du behindert? Das ist niemandem aufgefallen in 6 Jahren, außer mir jetzt zum ersten Mal. Das ist ein wenig Bates, der ein wenig beizig da hier unten. Sagst du, was ist? Ich glaube, das war mir oben gefallen. 40-Sekunden-Regel und wieder in 10 Jahre. Du asozialer Penner. Sucht. Da gehört ein Senfei, Alter. Ein scharfer oder ein süßer. Die zwei Glasel haben mir dann das Händelmoor-Backerl beschert. Wenn ich da gewusst hätte, was noch alles abgeht die nächsten 5 Jahre, hätte ich gesagt, ja, jetzt halt mal du der Futzen, der Trottel. Und allerhöchstens gar nichts und nichts anderes. Und am Ende, da kommen wir noch zum Aufbau von einer Leberkäse. Was jetzt? Jetzt waren wir doch schon Phase 3. Jetzt kommt noch der Aufbau. Wo Phase 4? Dass der Leberkäse zum Warmsee hat, das haben wir in den Grundlagen gelernt. Wichtig ist aber, dass der Leberkäse nicht zu dünn ist, aber auch nicht zu dick. Außer du hast Bock nach einer halben zum Speien, muss was zum sonst gewesen. Und hergeschenkt wird in der Regel nichts. Der Leberkäse da drin ist im Optimalfall so dick wie die Hälfte von der Semi. Und wenn es doch drauf ankommen lassen, wir machen jeden Schnauferer hier. Da ist einfach eine Sekundenpause. So. Und einfach schneid das aus, du Trottel! Was machst du denn? Nächst gilt im Zweifelsfall, wenn die Wurst so dick wie das Brot ist Wurst wie dick das Brot ist. Und du machst eine 1:1 Mischung. Und im Grunde gibt es nicht mehr zum Wissen dazu. So frisst man die Leberkäse und nicht anders. Lasst es euch schmecken, ich hol mir jetzt 3 warme.
habe die Ehre. Ja. Und 6 Jahre später kommt dann das. Ja, Entschuldigung, wenn das keine absolut steilig. Und jetzt der Maul! Ich bin müde. Wie könnt ihr noch Energie haben? Ah, mach das zu, König. Hätte das gedacht. Steile Karriere, würde ich sagen. Steile Karriere. Ja, was soll ich sagen, Leute? Keine Ahnung. Danke für alles. Nochmal. Wer hätte das gedacht, Alter? Wer hätte das gedacht? Gustl, Birger, du der Harry Potter im Zug-Video hier, das war das Beste. Das tut mir sowieso ein wenig leid, dass ich das kommt noch als Video. Weil es einfach zu schade ist, dass das bloß in einem Streaming bleibt. Ich wollte eigentlich ein Best of Hogwarts machen und dann ist aber doch so viel Stream worden, dass ich dann keinen Bock mehr gehabt habe. Selbiges übrigens mit den Star Wars Sachen. Da steckt einfach so viel Arbeit drin, sagen wir es jetzt einfach, wie es ist, dass ich da ein kleines Best-of zusammenschneide mit bisschen Gameplay, bla, und dann kommen diese Einspieler, dass die irgendwo als Video verfügbar sind, dass ihr euch das anschauen könnt. Ich werde auch noch ein paar Shorts draus machen, auch wenn sie nicht richtig gut funktionieren. So wie es ist. Ich glaube, der Vader-Ding hat 3000 Aufrufe oder so. Klingt überheblich, aber Entschuldigung, 3000 Aufrufe haben einfach in 2 Wochen, das ist einfach das Schlechteste, was ich seit den letzten 6 Jahren aufgeladen habe. Fast. Damit das nicht so verloren ist. Dass es nicht ganz so umsonst ist. Okay? Das ist wichtig. Ich glaube, da ist mir auch keiner böse und wenn der Short untergeht, dann geht er halt unter. Und dann habe ich zig andere Shorts, die haben 70.000 Aufrufe, da bin ich zufrieden, passt. So, jetzt, klar Mauli. Von mir aus gern mehr solche Reactions von deinen Videos. Durch deine How-Tos bin ich überhaupt zu dir gekommen und habe schon sau viel drüber lachen können. Um Gottes Willen. Mittlerweile finde ich, ich schaue mir ja nicht meine eigenen Videos an. Ich habe ein bisschen ein Déjà-vu, das haben wir, glaube ich, letztes Jahr nämlich auch gemacht zum 5-Jährigen, dass wir uns ein paar alte Videos angeschaut haben. Ist irgendwie seltsam. Das fühlt sich irgendwie so, als würde ich versuchen, mich selber anzublasen. Aber vielleicht ist es mittlerweile einfach über 5 Jahre her, diese ganze How-To-Geschichte, vor allem die gute alte von damals, über die wirklich nur bohrischen Themen und so, mit Weißwürst, Lederhosen, den ganzen Volksfest, den ganzen Scheiß, dass man sich die selber einfach mal wieder anschaut und dann ist halt eine Reaction von mir auf alte Sachen. Wie das damals angefangen hat. Geschichtsstunde mit dem alten Birger, was zur Hölle ist passiert. Sollte man eigentlich dann schon fast ein Video dann auffüllen davon. Ja, neuer Content, it is what it is. Wird sich sowieso früher oder später, wird sich das auch irgendwo ändern, dass ich nur Shorts auffüllen und keine Videos mehr. Theoretisch kann man bestimmte Stellen, vielleicht kann man mal ein Stream-Konzept auch entwickeln. Dann haben sie Reaction-Streams, ist mir scheißegal. Haben wir schon ein paar Mal festgestellt, dass ich mich ganz, ganz, ganz stark geirrt habe, dass das totale Behinderung ist und es macht Spaß ohne Ende. Und dann werden das halt 20 Minuten Videos im Videoformat, die dann öffentlich sichtbar sind und die Streams aber halt auf nicht gelistet bleiben, wie halt schon seit Anbeginn der Zeit. Schauen wir mal. So machen es alle anderen auch. Sagen wir mal, bei den Amerikanern, wo ich zuschaue zumindest. Die machen dann aus einem Stream einfach, schnipseln die Content-Schnipsel aus und laden das als Video auf. Vielleicht machen wir nochmal, keine Ahnung, wie soll ich sagen, machen wir nochmal, also es wird dann uncut, natürlich, da sitze ich mich nicht wieder bei jedem einzelnen Schnipsel hin und schneide da stundenlang mal an, sondern einfach Cut, aufgeladen, werde das nochmal anschauen, wo ich speziell zu einem Thema oder irgend sowas, keine Ahnung. Aber da rinnt noch viel, was halt ist, habe. Schauen wir mal, was die neue Season bringt, jetzt bringen wir mal ein Sommerloch um und dann sehen wir es schon. Colin, jetzt wieder neu. Das heißt nicht Ketchup, sondern Tomatentauchzeh, fix. Das heißt einfach nur rote Sauce, rote Zuckersauce. Merci dir. Machst zu deinen alten How-Tos einfach Remakes. Riesemike. Da habe ich drüber nachgedacht, wie diese Kurzvideogeschichte aufgekommen ist. Ich habe hier sehr viele, die haben übrigens auch schon, ich sage mal, die Hälfte davon ist fertig geskriptet, überlegt, ob man dieses How-To-Format mit den langen Videos in Shorts umbauen kann. Für TikTok und für YouTube. Einfach, weil nun mal die Scheiße gepusht wird und aus. Aber wie kürzt du ein How-to-Leberkäse mit 4 Minuten oder 3 Minuten auf unter 1 Minuten zusammen? Das ist fast unmöglich. Da kann ich 6 Sätze sagen, dann ist es gut. Damit es nicht langweilig wird auf 1 Minuten im Short-Content-Universum. Und dann habe ich es wieder bleiben lassen. So, wie es ist. Naja.
So, Kinder, jetzt ist 11:15. Wir haben heute ein unfassbar schönes Finale erlebt. Ein unfassbar gutes Spiel. Kommt dieses Jahr wieder ein Stammtisch? Wahrscheinlich nicht. Herr Ferstl, gute Frage zu meinem Urlaub, gell? Wir haben aber wahrscheinlich schon ein bisschen damit zu kämpfen, dass wir die 2 Wochen, wo ich da nicht da bin, also 2 Wochenenden, wo ich nicht da bin, dass da, wie soll ich sagen, 2 Podcast-Folgen kommen. Da werden wir uns schon was einfallen lassen. Besprechen wir übrigens morgen sitzen wir wir sitzen mal am Donnerstag zusammen für einen Podcast und das ist halt wöchentlich und es ist halt einfach schwierig. Skipper! Noch ein neues Mitglied zu solch später Stunde. Achtung! Ich darf nicht so laut, weil die Bürgerin wahrscheinlich schon schluft. Und wir werden sehen. Freunde der Sonne, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Heute ist mal wieder Zeit, wie in der guten alten Zeit, meinen imaginären Hut vor Ihnen zu ziehen und zu sagen, es ist mir stets eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Wer nur eine Kappe braucht, Vollbier Squad Cap. Da ist, halt stopp, das ist der Podcast. Irgendwo, da, Link zum Kappe. E-Mail da lassen, kriegst dann im Tag, wo es released wird, kriegst du eine E-Mail von mir, danach lösche der E-Mail. Ich gebe das nicht weiter und so weiter und so weiter. Kani und Flocke alleine funktioniert leider nicht, weil wir mir natürlich das ganze Equipment bei mir da daheim haben und wenn wir mir nicht da haben, dann geht das halt nicht. Außerdem wissen die gar nicht, wie das Video geschnitten wird, wo es aufgeladen wird, wo wir was überhaupt. Das wird nichts. Das, wenn ich die 2 Chaoten überlasse, dann kriegt es keine Folge nicht, dann ist mein YouTube-Account wahrscheinlich gelöscht. So, vielen Dank für fucking alles. Vielen Dank für die letzten 6 Jahre, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Like nicht vergessen, Follow nicht vergessen, Glocken nicht vergessen. Der ganze Scheißdreck halt. Ich sag das sowieso, aber gefühlt irgendwie, glaube ich, irgendwann, was einem jeden wurscht ist und jeder, der da ist, der macht es ja von selber. Vielen Dank. Noch mehr. Was ist denn jetzt? Gibt's jetzt die 3/4 Live-Mitglieder? Was ist mit euch? Snoopy! Ganz kurze Tröte. Ab in den Chat. Skipper, Snoopy. Welcome to the Squad. Dankeschön an alle alten Mitglieder, die schon seit was weiß ich wie lang dabei sind, ob das jetzt seit 1 Minuten ist oder 1 Tag oder 61 Monate wie beim anderen Narischen oder es gibt noch ein paar, die sind noch länger dabei. Dankeschön von ganzem Herzen. Ihr habt keine Ahnung, was mir das auch immer nach 6 Jahren noch bedeutet. Es freut mich und was mir noch viel mehr bedeutet, ist, dass ihr immer noch Bock drauf habt. Ich nämlich seltsamerweise auch. So lange bin ich noch nie bei einer Sache geblieben. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und jetzt schleicht euch ins Bett. Vielen Dank. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Press Triple F für die Moderatoren, bei denen ich mich auch bei einigen haben, ja, alle sind noch nicht seit Anfang an dabei, aber fast. Zumindest als Moderator nicht von Anfang an dabei. Dankeschön auch an euch, Sauhaufene. So, und jetzt ist rechts oben der X-Button. Verpisst euch ins Bett. Wir sehen uns am Freitag um 20 Uhr. Da werden wir 2 Stunden ungefähr an dem BD1 anbauen oder 3. Schauen wir mal. Dann muss ich ein bisschen Diablon und dann muss ich noch ein Best-of zusammenschneiden. Und das mache ich hoffentlich morgen. Wir werden sehen. Jetzt verpisst euch. Bis Freitag 20 Uhr. Habe und Dankeschön. Hashtag Strapse, Hashtag 6 Jahre Leberkas, Hashtag leg mir doch mal Wurst an oder nicht. Wer das schreiben kann, der hat Gewungenheit. Habe die Ehre. Habe die Ehre. Wo ist jetzt meine Maus schon wieder? Im Ernst jetzt, wo ist meine Maus? Maus, wo? Anderer Monitor. Jetzt.